Ja, grüß euch benannt. Und einen Sakrisch-Gurden. Hetz Kasperl. Ihr habt es mir gesagt, ich wollte es nicht glauben. Rainer ist wieder um Kohlen betteln. Ja, anscheinend kann er aktuell wieder zumindest Centbeträge mit TikTok verdienen, indem er Oily-Streams macht. So geschehen gestern Abend. Ich war bisher nicht zu Hause, ich bin jetzt gerade erst heimgekommen. Dementsprechend gibt es das mit Jetzert. Ist höchst utopisch. Sitzt anscheinend irgendwo auf einer Parkbank in Neustadt an der Aisch. Die Scheiße stolpert auch mitten rein. Wir schauen beim Ranger. Der hat es gestern Abend, glaube ich, noch live gestreamt. Zumindest ab da, wo es jetzt hier anfängt. Ich weiß nicht, wie lange er davor schon gestreamt hat oder nicht oder doch. Ist mir geschmeidig wurscht. Wie gesagt, Asche auf mein Haupt. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Hier, da ist er wieder. Jetzt kriegt er wieder Barren nachgeschmissen. Ob er davon dann leben kann, ist wieder die andere Frage. Ich glaube es ja nicht. Aber tja, der mit langem Manant. Gehen wir einer. In Rainer. Unterstützung so. Und ich, der mein Leben lang hier gelebt hat, der, keine Ahnung, was soll ich dazu noch sagen? Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht fremdenfeindlich und auch die Menschen brauchen Hilfe. Was ist zum Beispiel der Grund, wenn wir jetzt mal schon dabei sind bei dem Thema? Was ist der Grund dafür? Ihr braucht keine Anfragen stellen, ich werde nichts annehmen. Was ist der Grund? Ich habe keine Ahnung, was er da jetzt irgendwas Fremden, er ist nicht fremdenfeindlich, aber wissen wir alle, was das heißt da. Grund dafür, dass ich nicht in irgendein Obdachlosenheim gehe. Ja, was ist da denn, weil du dir dafür zu schade bist, Rainer? Weil du der Meinung bist, dass andere Leute, die gefälligst deinen Lebensunterhalt zu finanzieren haben, und zwar schön gemütlich. Deswegen gehst du nicht in eine Obdachlosenunterkunft. Du meinst, es wäre unter deiner Würde. Stolz. Im Übrigen, der Scheiß kommt nicht von mir. Rainer hat jetzt irgendwie gerade umgegriffen. Ich weiß nicht, ob die Wampe jetzt das Mikro von seinem Handy verdeckt, aber ich höre genauso wenig wie ihr. Ich versuche mal was raus zum Hören. Natürlich, weil ich ja nicht psychisch krank bin. Er ist nicht psychisch krank. Okay. Ich weiß ja nicht. Also ganz ehrlich, wenn lieber Rainer, wenn ihr jetzt mal irgendjemanden, der dich nicht kennt, ein paar Ausschnitte zeige von da, wo du am Eskalieren warst, ich glaube, die werden das anders sehen. Ja, 10 Jahre Profi-YouTuber, ja? Checkt anscheinend nicht, dass das Mikro von seinem ach so geilen Handy gerade blockiert. Dass kein Mensch mehr irgendwas hören kann. Ich schau mal, dass ich das ein bisschen weiter vorspule. Das kann sich ja kein Mensch antun. Ja? Okay, und dann ist er gleich wieder laut ohne. Gut. Ja? Wenn ich bei einem Jobcenter bin oder wenn ich bei einer Unterkunft unterkomme, ja? Du bist im Jobcenter pennen oder kriegst du mal deine hier Gedanken auf die Kette. Dann würden die als allererstes natürlich hergehen und diese Unterkunft angreifen. Dann würden die als allererstes da mit 1000 Leuten vor der Tür stehen. Ja, ganz ehrlich, Rainer hat Angst, dass die Obdachlosenunterkunft angegriffen wird. Halt dein Maul.
halt einfach dein Maul. Den Scheißdreck, den kannst du deiner toten Oma verzeihen, aber nicht mir. Also jetzt mal ganz ehrlich, ob diese Obdachlosenunterkunft angegriffen, in die Luft gesprengt, niedergebrannt oder sonst irgendwas wert, ist dem geschmeidig scheißegal. Er ist einfach der Meinung, er ist hier König Reini, der große Lord, und die haben ihm gefälligst hier die Füße zu küssen und eine Wohnung zu besorgen. Das ist alles. Er will chauffiert werden. Und er will, dass ihm die Gemeinde weiterhin irgendwelche Hotelzimmer zahlt. Und dann die ganzen Leute, die da auch noch unterkommen, auch noch mitbelästigen. Das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Die Hater verstehen das nicht. Das heißt immer so, ja, du bist der Dumme, du bist das Arschloch. Ja, das heißt's. Du bist der Hurensohn, du bist der Drecksack, du bist der Wichser und keine Ahnung, was noch alles. Wenn dir das 10 Jahre lang die Leute sagen, vielleicht einmal drüber nachdenken, warum das so sein könnte und ob es vielleicht an dir liegt. Aber was habe ich denn getan? Ich habe meine Videos und meine Streams gesagt. Ah ja, jetzt kommt wieder, ich habe nur meine Meinung gesagt, Herr Zattler, hier mein Recht, ladi da in Deutschland. Ich habe mein gottverdammtes Recht, was ich in Deutschland habe, genutzt, Da. meine Meinung zu äußern, meine freie Meinung zu äußern. Und das sage ich euch seit 8 Jahren. Ja, und es ist halt seit 8 Jahren scheißegal. Rainer, wenn du 8 Jahre lang Leuten irgendwas verzapfst und die halt 8 Jahre lang sagen, hey Rainer, das stimmt so nicht, wie du das siehst, das ist so nicht, weil deine Meinung ist halt verachtenswert und deswegen kriegst du dafür dann dementsprechend Konter. Ja, dann kannst du es nur 8 Jahre lang sagen. Das interessiert keinen, Rainer. Es interessiert keinen Menschen. Ich äußere im Internet meine Meinung. Ja, ich beleidige. Das ist richtig. Das ist definitiv eine Scheiße so. Und das ist definitiv neben der Spur und sollte ich ändern, auf jeden Fall. Solltest, wie oft, ganz ehrlich, wie oft hat er das jetzt schon wieder gesagt? Der hat das doch, ja, er beleidigt nicht mehr, er geht nicht mehr auf die Hater ein, das ist doch hier derselbe Scheißdreck, den er seit Jahren verzapft. Hat sich jemals irgendwas geändert? Nein. Hm? Das ist hier wieder so ein Werbevideo. Er weiß, dass wir das sehen. Er hofft aber, dass das die Runde macht und dass das hier vielleicht seine guten Freunde bei Nordbayern sehen oder bei, keine Ahnung, ja, T-Online oder wie sind alle heißen, die immer über ihn berichten. Damit es heißt hier, der arme Rainer ist schon wieder aus einem Hotelzimmer rausgeflogen und muss jetzt in Neustadt im Herbst, im kalten Herbst draußen auf der Parkbank schlafen. Und alles nur wegen die Haters. Und da kann er überhaupt nichts dafür. Und dann gibt Mitleidsbarrende von irgendwelche Geschockten, ne? Die ihm dann wieder auf irgendeinem Wege 500 Euro zukommen lassen. Aber mal abgesehen davon, dass ich beleidige und auch nur die Leute beleidige, die mich attackieren. Okay, was macht der Ranger da? Die Leute, die ganze... Einmal reicht er mal. Also ist einmal schon zu viel. Ich muss ihn jetzt zweimal sagen. Zeit Scheiße bauen. Die Leute, die sich wirklich wie Scheiße benehmen, ist es immer noch eine Tatsache, dass ich trotzdem alles, was ich mache, im Internet mache. Jeder von euch hätte... Ja, jeder hat rechts oben ist der X-Button. Keiner, ich werde nicht müde, es zu sagen, es macht es schlimmer, dass du das im Internet machst, nicht besser. Wenn du das im kleinen Kreise machen würdest, würdest du auch nicht dieses Echo kriegen. Dass du deine Scheiße im Internet veranstaltest, macht es schlimmer. Ist in der Lage, ein- und auszuschalten und sein Leben anders zu führen, wenn er nicht möchte. Jeder kann einfach woanders zuschauen, kann andere Streamer verfolgen, kann andere Videos machen, kann andere Sachen machen. Aber der hier einfach sitzt, ich sitze hier jetzt mitten im Dunkeln, einfach mitten am Arsch der Welt. Ja, schön, Rainer. Reflektieren mal, warum das so sein könnte. Komm. Ja? Mehr ist hier nicht. Was soll ich dazu jetzt noch sagen und was soll ich noch machen? Dein Maul sollst du halten. Rainer, was machst du hier gerade? Du hättest jetzt wirklich super die Möglichkeit gehabt. Es wäre doch jetzt langsam echt ruhiger geworden um dich. Hier von den
von die ganzen großen Kanäle alle gesagt, ja, wenn er jetzt nicht mehr wiederkommt und so, und haben sich alle schon überlegt, nee, dann machen wir hier, dann machen wir das, entweder Content umstellen oder Kanal löschen oder was weiß ich. Hier der andere Dulli ist sogar nochmal in die Bresche gesprungen, um ein bisschen was von dem Hate auf sich zu ziehen. Der hätte sich Start schleichen können. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt im Landkreis Neustadt an der Aisch, weil da bist du komplett verbrannt. Die brauchen den Namen Winkler bloß hören und dann werden sämtliche Rollern runtergemacht und Fußwege hochgeklappt. Ja. So lange bis vorbeizogen bist. Aber irgendwo anders hin. Du bist doch sowieso komplett entwurzelt. Geh irgendwo in die Hinterlausitz. In irgendein Kaff. Ja? Beantrag da Hartz IV, lebt da in irgendeiner Dulli-Wohnung und schau dir deine Animes an. Mach das. Wo soll ich hin? Was soll ich tun? Das habe ich da gerade gesagt. Der Ton ist weg. Der Ton ist wahrscheinlich nur deswegen weg, weil Der Ton ist vielleicht nur deswegen weg, weil du den Chat von vor 5 Minuten, wo der Ton weg war, liest, du Dulli. ich gerade mit dem Finger auf dem Mikro war. Ja, schön, Mein dass du Fehler. das checkt hast. Der Ton immer noch weg. Nein, Rainer, der ist wieder da, weiter im Text. Eigentlich müsste der Ton wieder da sein. Gesichtskirmes. Ja. Ich weiß beim besten Willen nicht, was ich dazu sage. Ich muss hier nochmal einstellen, auf einmal ist er wieder viel zu laut, dann ist er zu laut, dann ist er wieder zu leise. Ihr kennt das Spiel, ja. Sagen soll oder was ich machen soll. Am Ende ist es einfach immer das Gleiche. Letzten Endes, Rainer. Letzten Endes ist das Wort, das du gesucht hast. Ich stehe hier und Nein, du sitzt. Stehen ist bei dir eh schon länger nicht mehr angesagt. keine Ahnung. Aber davon jede Menge, Rainer. Es ist halt wirklich so, dass ich, als ich aus meinem Haus rausgegangen bin, wurde mir gesagt, kurz nachdem ich das Haus verkauft habe, nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe, kam ein Brief bei mir an. Ja, Sie müssen eine MPU machen. Ja, schön, Rainer. Dann hättest du dich, wann hast du das verkauft? Im September letzten Jahres. Ziemlich genau vor einem Jahr, oder? Oder? Auf Oktober, auf November, auf Dezember, Januar, Februar, auf März. Das wäre genau das halbe Jahr Ding. Was ich vermute, was du Zeit hast, um diese MPU einzureichen. Da hätte er sich ja drum kümmern können. Da zu dem Zeitpunkt war ich im Umzugsstress und Im Umzugsstress? Okay, Leute, jetzt wissen wir, was wir ein paar von den Sachen habe ich ja schon reacted. Das nächste Retronet, was ich mache, sind auf jeden Fall Sachen aus letztes Jahr, Ende September, Anfang Mitte, Ende Oktober in dem Bereich, den kompletten November. Dann schauen wir mal, was er da alles rausgepimmelt hat in dem Zeitrahmen an Videos, wann er gestreamt hat. Und was er da alles gemacht hat, außer hier kurz die Verhandlung und diesen unsäglichen Stream danach und ein bisschen Meltdown davor. Wie krass, dass er da im Umzugsstress war. Ein Scheiß, Rainer. Einen Scheiß. Rainer, du hast am 5.1. eigentlich den Termin gehabt, dass du hättest rauswongeln müssen aus der Schanze. Und da hast du noch keinen Handgriff getan. Die Gemeinde hat da einen Container hingestellt, dass du wenigstens den Dreck schmeißen kannst. Und sogar da ist wenig passiert. Erzähl mir Ohren von Umzugsstress. Wir haben das auf Film. Wir haben deine Videos, wir haben deine Streams. Da drin hat es genauso ausgeschaut wie davor. Und zwar genau bis zum Stichtag. Umzugsstress, mich am Arsch. konnte die MPU nicht machen. Hab dann aber trotzdem Ich konnte die MPU.
Verlogener Hodenkobold. Wie Serial sagen würde. Leck mich doch am Arsch. Ich konnte die MPU nicht machen, weil ich war so im Umzugsstress etc. Ich krieg schon wieder Hasslatte. Trotzdem mir einen Psychologen rausgesucht, der auch unter anderem für mich andere Sachen noch gemacht hatte, der auch die Zulassung hat. Für das MPU ist das Wort, was du suchst. Und das ist wieder typisch Rainer. Weißt du, der geht dann nicht zu irgendeiner offiziellen Stelle, der sucht sich da selber einen, sagt, hey, wenn ich da ein paar Kohlen locker mache, mache ich nochmal 1, 2 extra Battle-Streams und dann gebe ich da ein bisschen Geld, mehrer, dann bezahle ich meinen eigenen Psychologen, damit die MPU gut ausfällt. Ja, Rainer, so läuft's nicht. Ja, so läuft das nicht. Du kannst nicht erst sagen, hier, im Übrigen, lieber Psychologe, machen mal ein Gutachten, damit ich in den Knast muss und danach gib mir bitte MPU, dass ich weiter Auto fahren darf und dann, so funktioniert das nicht im Leben. Rainer, du musst mit den Konsequenzen für deine Handlungen leben. Und die Konsequenzen für deine Handlungen waren, du hast eine MPU machen müssen, weil du verurteilt worden bist wegen gefährlicher Körperverletzung. Die hast du nicht gemacht und dann war dein scheiß Lappen weg. Und im Umzugsstress bist du schon zweimal nicht gewesen. Der die Zulassung hat für die Unterkunft, für die MPU und so weiter. Dann wurde noch gesagt, ja, darf er machen und so weiter. Und was ist dann passiert? Dann hat das Landratsamt 2 Wochen, oder das ist die Führerscheinbehörde, Rainer. Die Verkehrsbehörde dann 2 Wochen vor der Verhandlung gesagt, ja, sie müssen ihren Führerschein abgeben. Was, wieso? Ja, weil sie die MPU nicht vorgelegt haben. Ja, richtig, Rainer. Weil dann ist der Zeitrahmen abgelaufen gewesen. Wie bei jedem behördlichen Schreiben, das du kriegst, steht da ein Datum drauf, bis dann und dann. Und wenn du nicht dergleichen tust, dann folgen da Konsequenzen. Und es kommt nicht mit der Geschichte, ja, das war abgemacht, dass man das nach der Verhandlung dann machen kann. Weil das ist der allergrößte Schmarrn, den ich jemals gehört habe. Das ist der allergrößte Schmarrn. Das kann ich bei allen anderen Behörden auch nicht machen. Dass ich sage, ja, nee, ich habe da jetzt noch eine Verhandlung in einem halben Jahr, lass mal danach machen. Ich bin jetzt voll im Umzugsstress. Heute dein Maul. Wieso die MPU vorlegen? Die MPU war doch erst nach der Verhandlung angesetzt. Ja, sie müssen die abgeben. Das steht genau so, ist es da drin gestanden. Bitte reichen Sie MPU ein, aber erst nach Ihrer Verhandlung. Weil wir haben uns über Sie informiert und Sie sind so ein armes Mobbing-Opfer. Einer geben wir ein bisschen extra Würstel. Nein, Rainer, nein. Und sie haben die nicht abgegeben und sie haben die nicht gemacht. Und jetzt müssen sie ihren Schein in 2 Wochen abgeben. Diese eingeblendete Brille, die passt in die Faust aufs Auge. Sind das irgendwelche so TikTok-Fickereien? Können da seine Zuschauer ihm da irgend sowas aufsetzen? Ich kenne mich mit TikTok nicht aus, da bin ich jetzt alt dafür. Super, Dankeschön fürs Gespräch. Ja, bitte gerne geschehen. Ja. Ah, jetzt blendet der Ranger den Chat ein. Man hört nichts. Tatsächlich sogar. Rainer, du hast es verkackt mit der MPO. Niemand anders. Durch die Hater ist dann auch, gut, das hat natürlich auch noch andere Probleme gehabt. Kickt da gerade schon wieder die Paranoia erwägen. Das hatte dann auch noch andere Probleme, aber ich habe dann letzten Endes natürlich auch meine Verlobte verloren. Das hatte ja, wie gesagt, noch andere Gründe, aber das ist auch so eine Scheiße. Ja, Rainer, das hat auch jedes Mal, wenn du die Geschichte verzeihst, sind das neue andere Gründe. Mal sind es die Hater, dann waren es nicht die Hater, dann war es die Verhandlung, dann war es der Führerscheinentzug, dann war es dieses, dann war es jenes. Einige dich mal mit dir selbst auf eine Lügengeschichte und dann bleib wenigstens dabei. Glauben tut's da dann trotzdem keiner, aber dann machst du ihn immer ganz so lächerlich. Im Übrigen, die hat ihn halt ausgenommen.
brauchst du mir nicht verzeihen, dass die sich in ihn verliebt hat. So ein Schmarrn. So ein Schmarrn. Die hat seinen Aufruf von wegen, ich hätte gerne weibliche Begleitung für meine Vollidioten-Tour durch Deutschland gesehen und hat sie gedacht, ein Depp. Ja, von dem lasse ich mir jetzt mal ein paar Tage aushalten. Ja, und jetzt sitze ich auf der Straße. Ja. Na, du sitzt aktuell auf einer Parkbank, Rainer. Aber die ist neben der Straße. Ganz knapp. Und das ist auch so eine Sache übrigens mit der Verhandlung noch. Mir wurde, ja, also passt auf. Nein, Rainer. Wenn du mir wurde, ja. Nein, dann weiß ich, dass gelogen ist. Ja. Bist du vielleicht in der Nähe von Bahnschienen? Zunächst mal, das Haus zu verkaufen war meine Entscheidung. Das ist richtig, Rainer. Das war deine Entscheidung. Das war eine sehr dumme Entscheidung, aber es war deine. Ganz klar. Allerdings hatte diese Entscheidung verschiedene Gründe. Ja, dass du dir ein Auto kaufen wolltest. Obwohl du gewusst hast, dass eine MPU kommt. Wolltest du dir ein Auto kaufen. Deswegen hast du die Schanze verkauft. Das sind die Gründe dafür. Punkt. Erstens natürlich klar die Hater. Eine andere. Ja, natürlich. Die Hater, genau. Er lässt sich ja von uns nichts sagen, aber wenn wir ihm sagen, verkauft eine Schanze, dann macht das natürlich sofort. Freilich, Rainer, merkst selber. Beißt sie ein wenig. Entscheidung war, oder ein anderer Grund für die ganze Entscheidung war, dass ich mich schon seit Jahren da nicht mehr zu Hause gefühlt habe. Eigentlich schon seit mein Vater gestorben ist. Warum bist du dann da immer noch? Jetzt, wo du das Haus nimmer hast. Warum bist du dann da immer noch, wenn du dich da nicht zu Hause fühlst? Dann schleich dich doch. Dann geh doch irgendwo hin, wo die Neder jeder kennt. Wie gesagt, irgendwo im ostdeutschen Hinterland, eine sehr dünn besiedelte Gegend. Dich da niederlassen, Hartz IV beantragen, irgendeine Einzimmerwohnung beziehen, Animes schauen, wichsen bis in dein frühes Grab. Fertig. Nicht mehr. So. Ein anderer Grund war, dass ich, als ich im April vor Gericht stand, Stimmt ja, im April war er auch schon vor Gericht. wurde mir nahegelegt, entweder meinen YouTube-Kanal stillzulegen für etwa 2 Jahre. Das wäre richtig schlaue Idee gewesen, Rainer. Rainer, das wäre richtig schlaue Idee gewesen. Oder an meiner Wohnsituation, also sprich das Haus verkaufen und woanders hinzuziehen, etwas zu ändern. Rainer, ersteres wäre der Jackpot gewesen. Ersteres wäre der Jackpot gewesen. 2 Jahre YouTube-Account stilllegen und dann nochmal schauen. So, da mir natürlich vollkommen bewusst ist oder bewusst war, dass du, wenn du den YouTube-Account stilllegst, wirklich arbeiten gehen müsstest, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren, hast du gedacht, nee, da kaufe ich lieber das Erbe meiner Familie, ja? Alles, was ich nicht komplett in Grund und Boden verschimmeln habe lassen, und schau, dass ich irgendwie mir davon ein Auto kaufe. Hey, da tu den Blätschel rein, Rainer, tu den Blätschel rein. Und anstatt, weil ansonsten müsste ich ja tatsächlich ehrliche Arbeit machen. Na, alles nur das nicht. Gleich Haus verschleudern. Scheißegal zu welchem Preis. Hauptsache ich kann mir danach einen kleinen blauen LKW kaufen. Und ich muss nicht arbeiten. Da mir vollkommen bewusst war, wenn ich jetzt kurz an der Nase kratzen, da mir vollkommen bewusst war, wenn ich jetzt den Job aufgebe, werde ich keine Kohle mehr verdienen. Welchen Job denn? Welchen Job denn, du vollkommen... Das ist kein Job. Internetbettler ist kein Beruf, Rainer. Sich jetzt auch hier hinzusetzen und irgendwie alte Geschichten zum Verzapfen. Oh ja, ich habe ja gar keine andere Wahl gehabt, aus meinem Haus zum Verkaufen. Bitte gibt's mal Geld. Das ist kein Beruf. Das ist genauso ein Beruf wie Leute, die unter der Eisenbahnbrücke sitzen und vorbeigehenden Leuten fragen, ob sie mal eine Mark haben. Das ist genauso ein Beruf.
Nur im größeren Stil. Ja. Dann werde ich auch definitiv arbeiten gehen müssen. Und die Arbeit scheuert wie der Teufels Weihwasser und deswegen lieber Hütte weg. Dann werde ich auch definitiv keine Möglichkeit haben, mein Leben weiterzuführen. Dann werde ich mein Haus verlieren, weil ich keine Kohle habe, um das Haus zu zahlen. Nein, Rainer. Dann müsstest du dein YouTuber-faule Sackleben hättest du beenden müssen. Da hättest halt arbeiten gehen müssen, um das Haus zu finanzieren. Also so richtig, so mit Arbeitsvertrag und allem drum und dran. Keine Möglichkeiten, Strom zu haben, weil ich... Und ganz ehrlich, da draußen auf dem Land, da wird es irgendwo einen Bauern geben, bei dem du Mistschaufeln hättest Kenner. Irgendwas, wo sogar du jetzt Blätter dazu bist. Ich meinen Strom verkaufen werde. Quatsch, weil ich mein Haus verkaufe, weil ich keine Kohle mehr für den Strom haben werde und so weiter. Ja. Das hat dir die ersten 5 Jahre in der Schanze, hat dir das auch überhaupt nicht gestört, dass du keine Kohle für den Strom gehabt hast. Und dazu, wozu hättest du den Strom gebraucht? Weil du hast ja dann, hättest ja dann sowieso nicht mehr gestreamt. Hm? Es gibt dann so viele Probleme. Und im Übrigen, einen 2 Meter hohen Tiefkühlschrank 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr zu betreiben. Weißt du, was das Strom kostet? Weißt du, was das Strom kostet? Stattdessen vielleicht ein bisschen häufiger mal zum Zwingelwongeln und frische Sachen kaufen und die Tiefkühltruhe ausschalten. War auch eine Möglichkeit gewesen. Da hättest du deine Stromkosten deutlich verringern können. Wieso ist der Strom weg? Der Ton kann eigentlich gar nicht weg sein. Oh Mann, das Handy ist so riesig, ne? Das Handy ist so riesig, dass es gar keinen Ton hat. Es ist auch wieder es muss alles riesig sein. So, das Auto war ein Monster. Das Handy ist auch ein Monster. Alles ist so groß. Rainer hat nur das Größte und das Beste und das Geilste auf der... Komm, Rainer, halt dein Maul. Ja. Eine der geilsten Aktionen war, dass mir mein... Warte mal, wir waren jetzt bei der Geschichte, warum du das Haus verkauft hast. Kommt da jetzt noch was? Außer, dass du arbeitsfaul warst und da gedacht hast, na, da müsst ihr arbeiten gehen, wenn ich meinen YouTube-Kanal zumache, verkaufe ich lieber das Haus. Kommt da sonst noch was? Gut. Computer und mein Tablet und andere Sachen, dass das einfach schlicht... Ist auch einen geilen Empfang, den er da wieder hat. Dass das einfach die Polizei konfisziert hat Ja, die Polizei hat das konfisziert und zwar aus gutem Grund. aufgrund einer Aussage von Hatern. Was? Nein, Rainer, die haben das konfisziert aufgrund der Inhalte von deinem Blog. Deswegen ist das konfisziert worden. Die Hater haben sie nur darauf aufmerksam gemacht, was da steht. Was du da wohlwissend im Vollbesitz deiner begrenzten geistigen Kräfte ins Internet gerotzt hast. Das ist wieder mal deine Verantwortung gewesen. Du warst der Meinung, diesen Blog zu schreiben ist eine saugute Idee. Was soll groß passieren? Und hier, die Hater haben gesagt, hier läuft nicht. Wir fragen mal die Polizei, ob das cool ist. Und die Polizei hat gesagt, nein, das ist nicht cool, wir schauen uns das mal besser genauer an, nicht, dass da noch irgendwas im Argen ist. Es ist mal wieder, so wie vorher beim Haus, auch zu 100% deine Schuld gewesen, dass dein ganzer Scheiß konfisziert worden ist. Was wieder völlig Bullshit war, weil, Die Paranoia auch wieder, er schaut, egal, oder kommt der Auto, oder es ist ein Fußgänger, oh mein Gott, sie sind überall, Weil die Hater natürlich das wieder absichtlich provoziert haben. Die haben gesagt, Die Hater provozieren. Es ist. Da kommt jetzt ewig nichts mehr. Es kommt ewig und dann kommt sowas. Da muss ich mich schon wieder aufregen. ich hätte da irgendwo Kinderpornografie und so weiter drauf, was natürlich vollkommen der Schwachsinn ist. Tier- und gewaltpornografische Inhalte hat's geheißen, Rainer. Und es wird nicht ohne Grund sowas Ja.
Was soll man dazu jetzt noch sagen? Nix, Rainer. Maul häuten, in die Obdachlosenunterkunft gehen, Leben auf die Kette kriegen und einfach alle Social Media Accounts löschen. Alle. Handy verkaufen. Kauft da irgend so ein Nicht-Smartphone-Handy. Es gibt die noch für eure Leid. Irgendwas, damit du ja bloß nie wieder ins Internet gehst. Ich möchte auch an der Stelle noch kurz anmerken, dass ich in den letzten Wochen und Monaten definitiv nicht, inaktiv war. Ich habe definitiv Videos und Streams aufgenommen. Ja, genau. Die Streams, die haben wir gesehen. Auch wo denn hättest du denn streamen sollen? Du hast doch keinen einzigen Account gehabt. Also Streams jetzt nicht natürlich, aber Videos habe ich aufgenommen. Ach so, ja dann. Haben wir gerade wieder gemerkt, oh scheiße, ich bin mit meiner Lüge zu weit gegangen, habe es mir wieder nicht durchdacht. Ja? Der Mund war wieder schneller wie das Spatzenhirn. Und ja, Videos und Streams gemacht. Scheiße, Streams, das hätten sie ja mitgekriegt. Streams nicht, aber Videos habe ich auf jeden Fall gemacht. Du warst richtig schwer am Arbeiten, Rainer. Das kann ich mir gut vorstellen. Wo du da am Heulen auf der Parkbank gehockt bist, wo Marion vorbeikämmer ist. Da war es brutalst, warst du am Arbeiten. Oder da wusste ich vom Krankenwagen von der Kerwa hast abholen lassen, damit du im Krankenhaus schlafen kannst. Irgendwie schwere Arbeit war das. Ganz, ganz schwere Arbeit. Verzeih doch keinen Schmarren. Vor allem, womit hättest du die Scheiße aufnehmen? Ich hätte gedacht, deine Kamera ist im Arsch. Die ich aber letzten Endes nie veröffentlicht habe. Natürlich, also wenn der tatsächlich was aufgenommen hat, hat er es natürlich nicht veröffentlicht. Er war der Meinung, dann kriegt er kriegt bald seinen YouTube-Account wieder, dann kann er das veröffentlichen, da gibt es Kohlen dafür. Entgegen der Aussage, die er immer wieder trifft, ja, ich habe ja YouTube immer nur, weil mir das Spaß macht und so und das ist so mein Berufswunsch schon immer gewesen, weil das so viel Spaß macht und alles und ihm ist am Anfang gar nicht ums Geld gegangen, einen Schmarren. Einen Scheiß. Ja, wenn der mit der Scheiße keine Kohlen erbetteln kann, dann macht er das auch nicht. Wir wissen das alle von den ganzen letzten Jahren. Ankündigungslord, hier Qualitätsoffensive, eine nach der anderen, der Dragon Monday kommt wieder, bla 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 bla, passiert ist nie was. Ja, Drache läuft. Ja, es war Anfang dieses Jahres. Drache läuft, das ist ein regelmäßiges Format, 2-3 Mal die Woche. Mäh. Eigentlich von den ersten Tagen an, wo ich unterwegs war, habe ich mehr oder weniger jeden zweiten Tag oder was irgendwelche Aufnahmen gemacht, manchmal auch mehrfach am Tag. Jeden zweiten Tag oder was, manchmal auch mehrfach am Tag. Irgendwie. Und ja, das über einen langen Zeitraum jetzt. Also es ist jetzt aber halt wirklich so, ich sitze jetzt hier, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, was ich machen soll. Schön, Rainer. Bist stolz auf dich? Ein Hater steht auch schon wieder gegenüber. Ja, das ist der Quieser-Hater. Rainer, du bist mitten in Neustadt an der Aisch. Das kann halt irgendwer sein. Es kann halt irgendwer auf der anderen Straßenseite sein. Muss ich schon wieder Stress machen. Niemand macht da Stress, das würden wir doch hören. Und so läuft das halt jetzt, ne? Ich sehe da gar nichts. Die Begegnung der verschwommenen Art. Hat da jetzt. War da jetzt irgendein. Doch, da steht irgendeine Gestalt unter diesem Baum und schaut aber nicht mal in seine Richtung. Es ist, Rainer, es ist Freitag auf Nacht, das kann er einfach bloß absuffener sein, der weiß nicht, wo er hier ist, so, der hat die Hände in der Hosentaschen, der filmt ihn nicht, der fotografiert ihn nicht. Ein Hater würde ihn doch fotografieren. Nein, da kickt die Paranoia wieder. Das Witzige ist, dass der jetzt ernsthaft glaubt, ich soll davon ausgehen, dass das jetzt Zufall ist, dass er genau da stehen bleibt. Rainer,
Ja, vielleicht. Du sitzt im Dunkeln in dieser Parkbank drin. Wahrscheinlich hat der gar nicht bemerkt, dass du da bist. Das wird halt irgendein Druffi sein, der entweder gerade von der Kneipe heimkommt um halb 11 auf die Nacht oder vielleicht sie irgendwo eingeraucht hat und ich weiß es nicht. Irgendwer wird das schon sein. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch, bloß weil er auf der öffentlichen Straße steht, automatisch ein Hater ist, der dich verfolgt, du paranoider Speckbeitel, du. Wisst ihr, das ist genau das, was ich an Kindergarten meine. So. Wenn du nicht die Eier hast, was zu sagen, dann lass es und geh weiter. Ansonsten sag was. Ja, fremde Leute auf der Straße anpöbeln. Deswegen bist du so beliebt, Rainer. Und tu nicht so, als wäre das jetzt Zufall, Alter. Ja, weil ganz im Ernst, das nimmt dir keine Sau der Welt ab. Wenn das jetzt ein Hater wäre, dann wäre der drauf eingestiegen. Dann wird er jetzt neben ihm stehen. Dann würden wir, oder er würde wenigstens was rüberschreien. Man wird was hören. Nee, Rainer, du hast einfach mal wieder irgendeine wildfremde Person mitten auf der Straße in der Nacht um 10:30 schwach von der Seite angepöbelt gerade. Herzlichen Glückwunsch. Bist der richtiger Sympathieträger. Ey, ganz ehrlich, das ist das, was ich meine. Und dann heißt es im Internet, dass ich die Leute anschrei. Nein, du pöbelst wildfremde Leute mitten auf der Straße an, weil deine Paranoia gekickt hat. Das heißt's. Sag mal, hast du einen Schuss nicht gehört? Ja, habe ich jetzt geschrien? Nö, ich habe ganz normal geredet. Freilich du hast mit erhobener Stimme gesprochen und du hast ihn richtig, richtig saublöd angepöbelt. Warum? Weil es auch gar kein... Wenn das ganz normal reden ist, Rainer, wenn das ganz normal reden ist, dann weiß ich nicht, was bei euch daheim, um das mit deinen Worten zu sagen, ganz normal reden war, wo du deine Erziehung genossen hast. Weil mit ganz normal reden hat das nämlich überhaupt nichts zum da. Situation war, in der ich schreien musste. Ja? Entweder er hat die Eier herzukommen, im Livestream seine Meinung zu sagen, oder er hat es nicht. Dann soll er es aber auch bleiben lassen. Ja, das hätte richtig gut funktioniert, in deinem Livestream jetzt seine Meinung zu sagen. Nur dazu weißt du ja gar nicht, dass du streamst. Das ist irgendeine arme Sau, die du jetzt gerade wieder vollkommen grundlos angemault hast. Und letztes Mal war ich auch, da war ich nicht an dieser Bank, sondern da weiter vorne ist noch eine. Da war ich an der Bank weiter vorne gesessen und... Ja, man braucht ein bisschen Abwechslung im Leben. Heute schlafen wir auf dieser Bank, morgen auf der anderen. Viele im Internet haben sich wieder darüber belacht und beäumelt, dass einer von den Hatern, das war übrigens einer mit dem Forchheimer Kennzeichen, sein Kennzeichen habe ich. Ja, und jetzt weiter. Du mit deiner Kennzeichen. Ja, ich habe eure Kennzeichen. Ja, und? Und? Willst meins haben? Ist ja vollkommen lächerlich, ist ja vollkommen wurscht. Die Leute machen alle nichts Illegales. Du kannst in deiner Kennzeichen haben, so viel wie du lustig bist. Das juckt keinen Menschen. Die haben wenigstens noch ein Kennzeichen, weil die nämlich noch ein Auto besitzen, weil sie einen Führerschein haben. Du Dulli. Und er ist dann hergegangen und hat... So, ist mir doch zu kalt. Ja, jetzt muss ich mir schnell eine Lüge einfallen lassen. Irgendeine Geschichte. Jetzt habe ich mit der Geschichte angefangen, weiß nicht, wie ich weitererzählen soll. Jetzt behaupte ich mal, es wäre mir zu kalt, damit ich mir ganz langsam die Kapuze drüber ziehe und mir währenddessen nochmal irgendwie eine dumme Lüge überlege. Der ist dann hergegangen und hat mir... der ist dann dahergekommen und ist mir den ganzen Tag gefolgt. Der hat mich ins Kirchen an der Rewe beim Bäcker gesehen. Der ist dann mir den ganzen Tag nachgefolgt, bis ich hier in Nürnberg, in Neustadt war, bei der Polizei. Ja, genau. Der ist bis Neustadt zur Polizei, ist der vom Zwingel bis Neustadt an der Polizei, ist er im Schritttempo neben dir hergefahren. Ja, Rainer, willst du mich eigentlich verarschen? Die Geschichte zirkst du dir gerade eigentlich aus einem deiner vollkommen verfetteten Ärsche. Das ist Geschichten aus dem Paulanergarten mal wieder. Da ist er mir dann wieder gefolgt, ist dann zweimal oder dreimal an mir vorbeigefahren, ist dann mit dem Auto irgendwo, da hinten ist noch eine Straße, ist er dann hinter den Gebäuden gewesen. Da kommt man dann da vorne oder da hinten raus, auf einen von beiden Seiten. Also einmal da vorne oder einmal da vorne. Sieht man jetzt im Dunkeln natürlich super.
Genau. Und Man darf es auch besser sagen, wenn du nicht wie ein vollkommen geistesgestörter mit epileptischen Anfall mit dem Handy umeinander wedeln darfst. Fuchtelt da mit dem Handy. Ja, hier, Fuchtel da, das da, hier, 1000 Straßen. Hier, glaubt's mir meine Lügengeschichte, bloß an der Straße ist das heißt überhaupt nichts. dann ist der quasi dahergegangen und ist dann hingerannt und hat meinen Inhalt von meiner Tasche gefilmt. Ja, und mich auch noch dazu. Hä? Der ist zu dir hin und hat, während du daneben gestanden bist, in deine Tasche reingefilmt und du bist daneben gestanden und gesagt, ja, da, film ruhig nein, film mich vielleicht auch noch ein bisschen. Das soll mir da glauben, oder? Dass der an der Tasche gegangen ist und du nicht vollkommen eskaliert wärst, sondern ihn einfach erstmal erst filmen lassen. Rainer, wenn du dir schon Lügengeschichten überlegst, dann schau halt wenigstens, dass sie ein bisschen glaubwürdig sind. Also so ein kleines bisschen. Während mich andere Hater auch noch dumm beleidigt haben und angegriffen haben und angeschissen haben. Und wo waren die jetzt auf einmal hergekommen? Das ist wieder die mysteriöse Hater-Vermehrung. Das war vor der Schanze auch schon so. Die haben sie alle durch Zellteilung vermehrt. Blub, blub, blub. Auf einmal waren es doppelt so viele. Laber nicht, Rainer. Laber nicht. Ja. Nimm die Finger aus der Fotzen raus, du greisliger Hund. Der hat sich ja gewiss halt die Hände noch nicht gewaschen. Aber schön im Finger, nein, Mai. Ich weiß ja auch beim besten Willen jetzt nicht, was ich machen soll und was ich sagen soll. Nix. Geh in die Obdachlosenunterkunft und heute dein Mai. Weil auf der einen Seite habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen will. Ja, dann hier, Schnauze halten. Ah, die Scheiße geht nur 28 Minuten. Auf der anderen Seite ist es aber auch halt so, dass ich nicht weiß, was ich machen soll, wenn ich jetzt den Livestream ausgemacht habe. Ne? Wenn ich jetzt den Livestream ausmache, dann ist wieder eigentlich einfach nur still. Dann kann ich ein bisschen Musik hören. Ich habe zum Glück ein Handy, das mehrere Tage hält vom Akku her. Das ist doch schön für dich. Dann kannst du ein bisschen Musik hören. Und dann kannst du am nächsten Tag schon zur Bahnhofmission gehen. Jetzt nicht zu viel Scheiße mitbaue. Ja. Zum Beispiel, ich weiß nicht, 40 Minuten über TikTok streamen. Das könnte sein, dass das den Akku unnötig belastet. Just saying. Wo schläfst du denn heute? Darum geht's gerade die ganze Zeit. Darum geht's die ganze Zeit im Livestream. Nein, darum geht's überhaupt nicht. Darum geht's überhaupt nicht. Es ist die ganze Zeit darum gegangen, warum die Hähne dran schuld sind, dass du saudumme Lebensentscheidungen getroffen hast. Darum ist es jetzt gegangen. Und dass du einen heftigen Paranoia-Anfall geschoben hast und wildfremde Leute auf der Straße anpilbest. Darum, wo du schläfst, darum geht's erst jetzt. Ich weiß nicht, wo ich schlafen soll. Auf der Parkbank, auf der du gerade sitzt, Rainer. Oder in der Bahnhofsmission. Ich bin vorhin wieder aus dem Hotel geflogen, obwohl ich nichts getan habe, wie üblich. Ich bin ins Hotel reingegangen, ganz normal eingecheckt, dann bin ich hoch in das Zimmer. Dabei haben mich aber schon Leute wieder gesehen vor der Haustür natürlich, ne? Ja, dann hättest du es vielleicht ein bisschen schlauer anfangen sollen. Und haben mich wieder gefilmt, ein paar hässliche Jugendliche aus Neustadt haben mich da wieder gefilmt und aufgenommen und meinten, das dann lustig zu finden, das an den Mimo und Baraka zu schicken. Ja, und deswegen, Rainer, sage ich dir, geh irgendwo hin, wo man dich nicht kennt. Geh irgendwo in Deutschland hin, wo man dich nicht kennt. Du bist ja praktisch frei. Maximal, du bist nicht örtlich gebunden an den Landkreis Neustadt an der Aisch. Bist du nicht. Du kannst überall hingehen, weil du obdachlos und arbeitslos bist. Du hast einen deutschen Pass, du kannst in der kompletten EU hast du freie Wohnortswahl. Du kannst überall hin. Ja? Oder hat dann den Mimon Untermensch da, was auch immer das für ein Loser ist. Du weißt schon, dass der Begriff Untermensch irgendwie negativ konnotiert ist. Seit, weiß nicht, 30er, 40er Jahren. Ja. Du
Aber wenn man jetzt wieder drauf anspricht, warum er Leute als Untermenschen bezeichnet, dann ist hier wieder Sarkasmus etc. Und an den Typen haben die das wieder geschickt und der Typ hat natürlich nicht genug Eier, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, sondern muss mir auf den Sack gehen. Soweit ich weiß, ist Mimon Baraka nicht obdachlos und streamt nicht von der Parkbank in der Nacht um 10:30. Also der hat sein Leben, glaube ich, besser im Griff als du. Das Geilste an der Sache ist, das ist das Geilste an allen Hatern aktuell, ja. Die geilste Aussage an den Hatern ist folgende. Von den Hatern. Wahrscheinlich. Krieg dein Leben auf die Reihe. Ja, richtig, Rainer. Krieg mal ein Leben auf die Kette. Mach mal. Ich bin gespannt. Ich habe 5.000 bis 8.000 Euro im Monat verdient. Ich habe meine Schulden angefangen zu bezahlen. Ich habe meine Schulden angefangen zu bezahlen. Rainer, wenn du 5.000 bis 8.000 Euro im Monat verdient hättest, dann hättest du die Schulden schon längst bezahlen können. Aber schon ganz lang und ganz einfach. Und dann hättest du auch deine Fixkosten besser unter Kontrolle gehabt. Du hast keine 5.000 bis 8.000 Euro im Monat verdient. Vielleicht einmal, wenn es hochkommt. ein super Leben geführt. Bis auf die Tatsache, dass ich Leuten aufs Maul hauen musste, weil die bei mir aufs Grundstück gerannt sind, weil die mich attackiert haben. Ich habe überall Narben, um das zu beweisen. Rainer, die Narben hast du und das ist bewiesen, weil du so brunsteppert warst und in deinen eigenen scheiß Stacheldraht neigelangt hast. Interessiert keine Sau, ja. Ja, weil es gelogen ist, interessiert es keine Sau. Ja, und das ist jedes Mal, aber wirklich jedes Mal der gleiche Käse. So. Ich war ja jetzt auch gerade bei der Polizei, ja, und habe nachgefragt, Ja, die werden sie richtig gefreut haben, dass sie die wieder gesehen haben. ob die mir irgendwie helfen können, was ich machen soll, wo ich hin soll oder sonst was, ja. Das ist nicht deren Job, Rainer. Es ist nicht deren Job. Du kannst dann nicht jetzt zur Pinea gehen, so, hallo, ich bin's, der Reini. Ihr erinnert euch, der Typ, der euch als Hurensöhne beschimpft hat, die einen scheiß Job nicht machen und der euch die letzten 10 Jahre 20 Mal am Tag angerufen hat und euch angebrüllt hat und das Leben zur Hölle gemacht hat. Ich habe vor lauter Dummheit meine Schanze verkauft, das habt ihr vielleicht mitgekriegt und hab die Kohle verprasst und jetzt weiß ich nicht, wo ich hin soll. Sucht mir doch bitte Unterkunft. Hä? Merkst du selber, oder? Und was ist dabei rausgekommen? Nichts. So. Natürlich nicht. Ganz ehrlich, wenn ich bei der Pinea arbeiten würde und du wärst da heute reinmarschiert und hättest mir diesen Spruch ans Knie geschraubt, so, hey, ich weiß nicht, wohin soll, mach da mal was. Ich hätte dich geschmeidig ausgelacht, hätte ich dich. Und dann hätte ich dich zum Teufel geschickt. Und das zeigt mal wieder den typischen Unterschied zwischen den Beamten aus den verschiedenen Schichten. Boah, oh, Rainer, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, du bist schon mal angezeigt und verurteilt worden, wegen dem, was du über diese Leute gesagt hast. In der anderen Schicht war das überhaupt kein Problem, dass die gemeint haben, ja, dann komm mal mit rein, oder dann haben die mich mal mitgenommen und haben mir einfach ein paar Sachen gezeigt und haben einfach geschaut, dass wir irgendwas noch hinkriegen. Die haben jetzt nur gesagt, naja, das können wir jetzt nichts machen. Ja, weil das nicht ihr Job ist, Rainer. Sich um ein Dach über dem Kopf zu kümmern, ist primär dein Job. Rainer, du bist 33 Jahre alt, du bestehst darauf, dass du ein mündiger Bürger bist, der keinen Vormund braucht und kein gar nichts. Dann musst du dich selber darum kümmern können, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Und wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann solltest du vielleicht doch in ein betreutes Wohnen für geistig Behinderte gehen, einen rechtlichen Vormund bekommen und hier Du kannst in der Behindertenwerkstätte kannst dann Schlüsselanhänger flechten. Ist doch auch schön. Ganz einfach. Da können wir nichts machen. Wir erreichen jetzt auch keinen. Wir können uns jetzt auch nirgendwo unterbringen. So, Fakt Nummer 1, ich habe Geld. Wie?
Das was? Von wem? Meine Info hier von Nordbayern war, dass du denen erzählt hast, dass du mittellos bist. Oder jetzt doch nicht? Oder meinst du, ist das Geld, was dir die Gemeinde Emskirchen gegeben hat für die Hotelübernachtung? Ist es das, wo du sagst, ich hab Geld? Hier vom Steuerzahler, damit ich im Hotel schlafen kann. Eins von beiden ist es und beides ist erbärmlich. Entweder ist es die Kohle, die du dir bei deiner ehemaligen Gemeinde erbettelt hast. Oder du hast irgendwo noch Kohle auf die Seite geschafft und hast mit viel Kohle im Rücken vor ein paar Wochen zu Nordbayern gesagt, ja hier, ich brauche dringend Unterstützung, weil ich bin komplett mittellos. Was ist es? Ich sag's dir vorher schon mal, in beiden Fällen stehst du nicht sonderlich gut da. Aber jetzt hier mit der Tattoo-Geschichte wissen wir ja auch, dass da wohl noch Kohle da ist. Fakt Nummer 2, ich bin bereit für eine Unterkunft zu bezahlen. Fakt Nummer 3, ich krieg keine Unterkunft, obwohl ich Geld habe. So sieht's aus. Das sind die Fakten. Fakt ist, Gemeinde schickt mich zum Landratsamt, Landratsamt schickt mich zum Jobcenter, Jobcenter schickt mich zum Landratsamt und das Jobcenter hätte von dir auch halt erwartet, dass du dich arbeitslos meldest und dann hättest du da gewisse Bedingungen erfüllen müssen. Und da hast du gesagt, na jetzt ich bin doch hier Profi-YouTube, na. So ein Ding ist es nämlich. Landratsamt schickt mich zur Gemeinde. Und diesen Kreis bin ich heute gelatscht. Rainer, das ist kein Kreis. Rainer, das ist eine gerade Linie, einmal hin und einmal zurück. Du hast gesagt, Gemeinde, Landratsamt, 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 Gemeinde, ist ja wurscht, auf jeden Fall, schauen wir uns nochmal an. Schickt mich zum Landratsamt, Landratsamt schickt mich zum Jobcenter, Jobcenter schickt mich Genau, also Gemeinde, Landratsamt, Landratsamt, Jobcenter, dann wieder vom Jobcenter zum Landratsamt und vom Landratsamt zur Gemeinde. Das ist eine gerade Linie, einmal hin und einmal zurück. Das hat mit dem Kreis überhaupt nichts zum Dorf. Zum Landratsamt und Landratsamt schickt mich zur Gemeinde. Und diesen Kreis bin ich heute gelatscht. Wobei das letzte Mal zur Gemeinde bin ich dann nicht mehr gegangen, weil es dann schon keinen Bock mehr gehabt hast. nach 12 war und da erwischt man niemanden mehr. So. Und die haben dir halt alle das Gleiche gesagt. Die haben halt gesagt, Herr Winkler, Ihre Vorstellungen sind absolut utopisch. Wenn Sie Ihre Erwartungen nicht massiv nach unten schrauben, können wir nichts für Sie tun. Sie sind ein arbeitsloser Obdachloser. Ich kann Ihnen eine Obdachlosenunterkunft anbieten für ein paar Wochen und Ihnen einen Sozialarbeiter an die Seite stellen und dann melden wir Sie beim Jobcenter Arbeit suchen und dann schauen wir, was wir für Sie tun können. Wenn Sie das alles nicht wollen, sind uns die Hände gebunden. Dann müssen Sie leider unter der Brücke schlafen. Und dann hast du gesagt, ja, Brücke it is. Machen wir so. was soll man da sagen? Also, wie gesagt, mir fällt dazu nichts ein. Toll. Mich hat gerade ein Regentropfen erwischt. Ich glaube, es fängt auch noch gleich an zu regnen. Na, supi, Rainer. Wenn es jetzt auch noch anfängt zu regnen, dann werde ich mir auch noch den Arsch abfrieren. Oh ey, da komm. Das ist doch jetzt geschauspielert. Rainer, das ist doch jetzt. Jetzt wird's lächerlich. Also, es war vorher schon brutal lächerlich. Aber jetzt wird's richtig lächerlich. Rainer, du sitzt jetzt hier im Livestream und versuchst jetzt hier auf die Tränendrüse zu drücken und sagst, ja, hier draußen ist kalt, niemand hilft mir, die Polizei hilft mir nicht. Jetzt fängt es auch noch zu regnen an, dann friere ich mir einen meiner 15 Ärsche ab. Niemand gibt mir eine Chance, alle hassen mich, behandeln mich unfair. Und durch die Blume sagst du, ja, wenn hier irgendjemand ist, der mir für umsonst eine Unterkunft anbieten will, ihr wisst, wo ich bin. Das ist das, was du willst gerade, entweder willst du gerade Mitleidskohlen erbetteln,
hier von irgendwelchen Dummdödeln, die dir da auf TikTok hier die Centbeträge hinten nachschmeißen. Und ganz ehrlich, Rainer, auf der Plattform wirst du niemals so viel verdienen, dass das langt. Diese YouTube goldene Gans, Gans die goldene Eier legt, die ist, Zeit ist vorbei. Auf TikTok wirst du da nicht so viel verdienen. Auch wenn du jetzt hier noch so sehr auf die Tränendrüse drückst. Und es wird sich jetzt auch keiner irgendwie da nach Neustadt fahren und dich am Straßenrand aufsammeln und sagen, armer Reini, wohn so lange bei mir, wie du willst. Bedien dich an meinem Bier und an meinem Kühlschrank, bumps meine Frau, schlaf in meinem Bett. Wird nicht passieren. Die lassen dich genau da sitzen. Und ich hoffe, dass du da genau jetzt noch bist. Passt auf, jeder, der mich kennt und jeder, der mich verfolgt, der weiß, dass ich zu sowas eigentlich nicht neige. Ja? Ich habe kein Interesse, mich umzubringen oder sonst was. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in den ersten Wochen, als ich unterwegs... Boah, jetzt, Rainer, jetzt mach mal einen Punkt. Jetzt mach mal einen Punkt. Es hat jetzt zu regnen angefangen auf die Tränendrüsen-Drückerei, die war jetzt cringe genug. Aber jetzt hier wieder mit dieser ihr helft mir oder ich bringe mich um Scheiße zu kommen, das glaubt dir kein Mensch. Leute, die sich umbringen wollen, die labern nicht darüber, dass sie sich umbringen. Die machen das still. Zwar ging das alles, dann hatte ich Kohle. Und bei dir ist es ein permanentes Thema. Es ist ein permanentes Thema. Und weißt du, wie man sowas nennt? Sowas nennt man einen Hilfeschrei. Du hast nicht die Absicht, dich umzubringen. Du willst Aufmerksamkeit erregen. Du weißt, dass sich Leute denken, oh mein Gott, jetzt wird's ernst. Wir müssen schauen, nicht, dass der sich wirklich noch umbringt. Du bist zu feige und zu narzisstisch, um dich umzubringen, Rainer. Laber nicht. Es gibt Leute, die haben richtige Probleme. Nicht selbst verursachte Probleme. Es gibt genügend Leute, die sich jeden Tag versuchen umzubringen. Die posaunen das nicht vorher ins Internet raus. Den Leuten geht's richtig scheiße. Du hast ein Erbe im Wert von Zehntausenden von Euro in 10 Jahren auf nichts verbrannt und sitzt vollkommen selbstverschuldet jetzt auf der Straße und versuchst jetzt irgendwelche Leute anzubetteln im Internet, wie du es immer gemacht hast. Und erzählst jetzt ein Märchen davon, dass du irgendwie hier Gedanken hättest, dich umzubringen oder so einen Scheiß. Das ist schwach, Rainer. Das ist richtig schwach. Das ist ins Gesicht spucken von allen Leuten, die tatsächlich Probleme haben, die tatsächlich drüber nachdenken, sich umzubringen oder die es versucht haben oder gemacht haben. Komm mal klar. Da hatte ich mein Zeug, da konnte ich unterkommen, da konnte ich auf Campingplätzen und sonst wo pennen. Hat auch teilweise wirklich gut funktioniert. Auch wenn ich da jetzt aktuell nicht hinkomme, weil das alles zu weit weg ist. Aber es gab einen Punkt Ende August. Und dieser Punkt Ende August, der war so erreicht, dass du dich auf der Kerber volllaufen hast lassen und dann von, oder war das schon im September? Und dich dann abholen hast lassen, damit du im Krankenhaus pennen kannst? War das der Punkt? Vorhatte, dass ich überlegt hatte. Nicht, dass ich vorhatte. Ich hatte nicht vor. Ich hatte überlegt, ob ich mich umbringen soll. Und ich habe überlegt, wenn ich das machen soll, wie ich es anstelle. Rainer, halt dein Maul. Rainer, halt einfach dein Maul. Es ist widerlich. Es ist widerlich und erbärmlich. Halt den Schnabel. Weil ich hatte natürlich nicht vor, einfach nur und weg. Ich hatte überlegt, und nein, das habe ich jetzt wie gesagt nicht vor. Ja. Das war damals nur eine Überlegung. Hatte ich die Überlegung, dass ich mich in einem Livestream um die Ecke bringe. Ja, toll. Und welchen Sinn hätte das gemacht? Noch dazu hättest du ja damals überhaupt dich gar nicht in einem Livestream umbringen können, weil du damals nicht einen einzigen Kanal gehabt hast, auf dem du hättest livestreamen können. Laber doch keine Scheiße. Jetzt ist aufkommen, bitte. Einfach nur deswegen, weil ich damals die Überlegung getätigt hatte.
Hier, Lachs 2000, Liebe an Arni Decker. Ja, von mir auch. Liebe an Arni Decker auf jeden Fall. Lass es, Rainer. Ja, keine Sorge. Wie gesagt, ich neige ja nicht dazu. Ich bin ja, das ist ja das Krasse an mir. Obwohl ich all diese Scheiße durchgemacht habe, ich bin nicht, ich bin in keiner Form irgendwie depressiv oder so. Ich würde Ja, also Ende August, da war es schon richtig schlimm. Da haben wir echt überlegt, ob ich mich umbringen soll. Am besten im Livestream, um es den Hatern so richtig zu zeigen. Aber eigentlich bin ich so krass, dass ich das niemals machen würde. Ich bin niemals depressiv und ich bin so stark. Aber eigentlich habe ich mir schon überlegt, also wenn du, sucht euch die Geschichte aus, die euch dazu bringt, mir Kohlen zu spenden und dann spendet mir bitte Kohlen, dann verpisst euch wieder. Es ist doch, das kannst du dir nicht ausdenken. Also entweder ist es dir so schlecht gegangen, dass du über Selbstmord nachgedacht hast, oder du bist zu krass. Du bist zu krass, um auch nur sowas in Erwägung zu ziehen. Es schließt sich aus. Es kann nicht beides sein. Ich wirke auch nicht depressiv, glaube ich. Ich bin's nicht, ich wirke, glaube ich, auch nicht so. Aber Fakt ist an der ganzen Aktion trotzdem. Fakt ist. Und danke für die ganze Unterstützung übrigens. Ich wiederhole mich gerne. Ja, wiederhol dich. Im Übrigen nicht danke für die Unterstützung. Hört auf, ihn zu Ich unterstützen. sag's nochmal, Dankeschön. Auch wenn ich die ganze Zeit nicht drauf eingehe, sorry. Also wie gesagt, ich bin nicht depressiv und ich habe auch das ist auch schon da bin ich auch schon wieder über den Berg drüber. Habt ihr das gemerkt? Es ist erst gerantet worden, dann ist gepöbelt worden, dann ist es ja, hier ist, ich weiß nicht wohin soll, und es fängt an zu regnen und mir ist kalt. Und nichts davon hat eine Reaktion hervorgerufen. Und dann kam er jetzt mit dieser hanebüchenden Geschichte vom Selbstmord. Und jetzt flattern die Barren herein. Und jetzt kommt die, ja, danke für die Unterstützung. Danke für die Unterstützung. Oh, wunderbar. Ich habe nur wieder die Selbstmordkarte spielen müssen. Und schon fliegen sie wieder die Barren. Aber der Grund, wenn Entschuldigung, die Barren. ich das jemals gemacht hätte, ja, dann wäre das nicht, weil ich depressiv bin, sondern weil ich... Nee. Jeder, der sie umbringt, ist die strahlende Lebensfreude in Person. Die laufen alle darum rum, während ihnen die Sonne aus dem Arsch scheint. Ja. Jeder, der sich jemals selber umgebracht hat, hat sich gedacht, boah, das Leben ist so geil, aber ich habe jetzt alles schon erlebt. So, und I wanna go out on a high note. Deswegen bringe ich mich heute um. Hörst du dir eigentlich selber zu beim Reden? Dann bist du komplett bescheuert? Weil ich keinen Ausweg mehr sehe. Jetzt ist es auch wieder so, dass ich nirgendwo unterkomme. Ich habe zwar jetzt die Kohle, aber ich komme nirgendwo unter, weil mich nimmt ja keiner. Ja, und warum? Rainer, warum nimmt dich keiner? Ja. Jeder sagt, oh, der arme Kerl, aber Nee, das sagt nicht jeder. Die allermeisten sagen, du hast dich selber in die Scheiße geritten und der hört's ganz genauso, wie du es dir eingebrockt hast. niemand will mich unterbringen. Ja? Versteht mich nicht falsch. Ich verstehe. Ich verstehe dich nicht falsch, ich verstehe dich schon sehr richtig. Du bettelst gerade um Mitleid, um Barne und ob dir jemand für Laune Unterkunft gibt. Ich verstehe dich sehr, sehr richtig, Rainer. Wenn ich das heute mit der Gemeinde, wenn ich das heute mit der Aktion wieder sehe, ja. Danke. Und nimm deine kreislichen Fettbatzen von einem scheiß Mikro weg, das tut in die Ohren weh. Wenn ich das heute mit der Aktion wieder sehe, dann wird mir wieder klar, warum. Ne? Oh, Mir nö. ist durchaus bewusst, dass das Schwachsinn ist und auch Schwachsinn zu erwarten ist. Dankeschön. Aber was soll man dazu jetzt groß sagen? Ja? Also wie gesagt, es wäre bei mir einfach nur, weil ich keinen Ausweg mehr sehe. Auch süß. Ja, ist super süß. So. Man muss jetzt dazu sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt kein TikTok. Doch, Nee, du hattest keinen TikTok, Rainer. Du hattest gar nichts. Und so hätte es auch bleiben sollen.
Das wäre für alle Beteiligten die allerbeste Lösung gewesen. Du hast kein Social Media gehabt und das ist der optimale Status quo gewesen. Nein, ich hatte zu dem Zeitpunkt kein TikTok mehr, ich hatte kein YouTube mehr und ich hatte auch keine anderen Möglichkeiten und Optionen. Du hattest kein Snapchat mehr, du hattest kein Twitch mehr, du hattest sogar deinen Odyssey-Account haben sie gebannt, dein Pornhub war schon lange weg. Nee, du hattest ja nichts mehr und das war gut so. So. Ich war an einem Punkt, wo ich wirklich, jetzt im Moment sieht die Situation wieder besser aus, aber ich war an einem Punkt, an dem ich wirklich nicht mehr wusste, wohin und was ich machen soll und wie es weitergeht und alles. Rainer, wo sieht denn die Situation besser aus? Du sitzt auf der beschissenen Parkbank um 10:30 auf die Nacht im Herbst. Wo schaut denn das besser aus? Ich will ja nicht wissen, wie es vorher ausgeschaut hat, wenn das besser ist. Ich bin obdachlos und werde auf der Parkbank schlafen müssen. Aber hier, vor einer Woche ist es beschissener gewesen. Ja, was ist da los gewesen dann vor einer Woche? Hat er im Schlaf eine Taube in den Mund geschissen? Jetzt ist die Situation im Moment ähnlich, aber nicht ganz genauso. Aber trotzdem ist die Situation immer noch da, dass ich absolut keine Ahnung habe, wo ich hin soll, was ich machen soll, was ich sagen soll. Arbeiten gehen sollst du. Du sollst arbeiten gehen. Heute ist Freitag, das heißt, auch morgen und übermorgen werde ich vermutlich auf der Straße schlafen, weil ich nirgendwo unterkomme. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Mich wird kein Hotel und keine Pension aufnehmen. Ja. Ganz schön viel Verkehr um die Uhrzeit hier. Na gut, ist Freitag, ne? Ja, du bist halt paranoid, Rainer. Alter, ich muss weniger labern. Die Scheiße läuft schon seit über einer Stunde, die Aufnahme. Ja, ich weiß, wie gesagt, echt nicht, was ich machen soll. So. Ich schmeiß mich weg. Macht er das jetzt gerade oder ballern ihm die Leute das drauf? Ist das so ein TikTok-Ding, dass man dem Schnurrbart und so einen Hut aufsetzen kann, wenn man ihm ein paar Barren darüber schickt? Sorry. Ich muss gerade an How I Met Your Mother denken, wo sie diesen einen Nachrichtenmoderator und dann haben sie sich das so Sachen aus so Schablonen ausgeschnitten, die sie auf dem Fernseher geklebt haben. Je nachdem, irgendein Sombrero oder ein Cowboy-Hut. Ich danke euch. Also wie gesagt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der dann sagt halt nichts, dann hört es mit dem Stream nur auf und halt die Goschen. Eigentlich zögere ich die ganze Zeit nur das Ende vom Livestream hinaus. Ja, das merke ich. Weil ich einfach nicht weiß, was ich als nächstes machen soll. Ich meine, auf der einen Seite tendiere ich dazu, hier auf der Parkbank zu schlafen. Ja, darauf wird's rauslaufen, Rainer. Du hoffst jetzt zwar gerade noch irgendwie irgendwen mobilisieren zu können, der dann doch noch Obdach gibt, aber das wird nichts. Weil, ja, das ist übrigens das Geilste, ne? Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist, dass du mit deiner Bambus mobile Internetleitung hier einen Livestream machst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Prost, Leute. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Doch, einer muss es. Ich. Okay, hier war offensichtlich irgendeine Lücke.
weil ich nirgendwo unterkomme. Wie gesagt, Ach so, braucht Nahrung und zu wachsen, richtig Wasser. Also wird wahrscheinlich irgendjemand gesagt haben, niemand muss in Deutschland auf der Straße schlafen. Und ich glaube, das ist auch mehr oder weniger richtig. Wenn du weißt, wie es anstellen sollst, kommst du irgendwo unter. Und wenn es eine Obdachlosenunterkunft ist, und ich weiß, Obdachlosenunterkunft ist scheiße. Also ganz ehrlich, natürlich. Ja, wenn das geil wäre, würden es alle machen. Ja, wohnen für lau. Aber es ist halt besser, wie draußen unter freiem Himmel bei diesen Temperaturen im Herbst zu pennen. Vor allem als Reini. alle Unterkünfte, die es so gibt, sind entweder voll, angeblich zumindest, oder sind einfach außerhalb meiner Reichweite. Selbst wenn ich jetzt mich in den Zug setze und nach Nürnberg fahre, erstens mal kenne ich mich da null aus. Wie kannst du dich denn in Nürnberg null auskennen? Rainer, du bist um die Ecke von Nürnberg aufgewachsen. Wie kannst du dich denn in Nürnberg null auskennen mit 33 Jahren? Weiß null, wo ich da hin muss. Hotels kriege ich auch nicht irgendwie her um die Uhrzeit. Dankeschön. Ich hätte mir jetzt vielleicht an deiner Stelle auch, wenn in Nürnberg, dann ein Hotel gesucht, was nicht direkt am Plärrer ist, sondern vielleicht irgendwo irgendwas, wo weniger Durchlaufverkehr ist, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man dich sieht und dann sofort liegt, in welchem Hotel du bist, geringer ist. Aber dafür müsste man halt nicht brunzbieselblöd sein, um das zu begreifen. Ja. Nein. Was soll's. Ja, gute Nacht wünsche da. Am Ende ist es halt immer, am Ende bin halt immer ich Der Depp, Rainer. Am Ende bist immer du der Depp, aber ich kann dir beruhigen, du warst am Anfang auch schon der Depp. der Leidtragende. Ne? Ich bin der Leidtragende auf die Aktionen von den Hatern. Ich bin der Leidtragende für mein Leben. Du bist der Leidtragende, weil du die Konsequenzen erleiden musst hier von Vergangenheitsrainer. Beschwer dich mal bei dem. Aber hier der Vergangenheitsrainer, der hat gesagt, hier sind Probleme vom Zukunftsrainer. Ja, der Vergangenheitsrainer ist der allergrößte Hater. Das ist der allergrößte Hater. Ja. Aber es hilft ja nichts. Der könnte auch eine Zeitmaschine erfinden und zurückfahren und sich selber sagen, hier, verkauf bloß nicht die Schanze. Dann da er sich selber die Prügel ausschmeißen. Das ist wie bei South Park, wo Eric Cartman, was war das, auf die Wii warten wollte? Also nicht drauf warten wollte und sich gedacht hat, er friert sich ein, damit er nicht die 3 Monate auf den Release warten muss. Und ist dann Jahrhunderte eingefroren gewesen und ist dann in der Zukunft rausgekommen, wo sie die Biber irgendwie bekriegt haben. Und hat die Möglichkeit gehabt, mit seinem eigenen Ich aus der Vergangenheit zu telefonieren, mit dem Vergangenheitstelefon, um dann zu sagen, hey, ich weiß, was du willst dich da jetzt einfrieren lassen und sowas, mach das bloß nicht, das ist eine dumme Idee, du kommst da irgendwann am Arsch der Welt in der Zeit raus. Und also, ja, von dir lasse ich mir gar nichts sagen und macht's trotzdem. So, das ist so ein Ding wäre das. Am Ende jetzt immer ich, der übrig bleibt. Das war früher in der Schule so und das ist heute noch so und das wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Ja, solange du dich nicht änderst, wird sich das nicht ändern. Und früher in der Schule war es halt auch genauso. Weil du damals wahrscheinlich auch genauso warst. Du warst schon immer ein Widerling. Und mit einem Widerling wollten die Leute nie was zu tun haben. Und dann hast du gesagt, das ist Mobbing jetzt, Zettler.
Und du bist halt heute immer noch ein Widerling und mit dem wollen die Leute nichts zu tun haben. Du wirst bis zu dem Tag, an dem du dich in ein frühes Grab gefressen hast, ein Widerling sein, mit dem die Leute nichts zu tun haben wollen. Ja, denn was Rainer nicht lernt, lernt Rainer nimmermehr. Du bist festgefahren. Du bist der Meinung, du hast nie in deinem Leben irgendwas falsch gemacht und du bist der großartigste Mensch auf diesem Planeten. Und es sind alles nur die anderen, die die Probleme sind. Deswegen wirst du die niemals ändern und da wird sich an deiner Situation niemals was ändern. Alle Leute werden dich immer meiden, alle Leute werden dich immer hassen und du wirst einsam und alleine in jungen Jahren an Fettleibigkeit sterben. Dann nimm die Bratzen von dem Mikro weg, du Dulli. Ja, und jetzt? Jetzt hat er wieder drauf geschaut, irgendwie in die Kamera geschaut. Wie da, wenn er wieder irgendwelche pseudo-tiefgründige Scheiße im Hintergrund hätte laufen lassen. Von diesem Anime-Fuzzi. Im Übrigen, an alle Leute von euch, die die Scheiße hier schauen, die Anime-Fans sind, die mir kommentiert haben unter dem Video, vielen, vielen Dank. Meine Theorie ist bestätigt worden. Der ist für die Anime-Szene genauso ein Pickel am Arsch wie bei uns in der Metal-Szene. Ja, wo man sich denkt so, ich will nicht, dass der in meiner Szene drin ist, weil er wirft ein schlechtes Licht auf uns alle. Ja, wie gesagt, Anime ist nicht meine Welt. War es nie, wird es wohl auch nimmer werden. Aber danke für die Info und viel Spaß bei eurem Hobby. Ohne ihn. Viel Spaß ohne ihn. Wisst ihr, was das größte Glück auf der Welt ist? Nicht Rainer Winkler zu sein. Das ist das größte Glück auf der Welt. Ganz ehrlich, ich habe auch oft beschissene Tage. Und ich denke, irgendwie ist alles scheiße und es kotzt mich alles an. Und dann denke ich mir, wenigstens bin ich nicht Rainer und dann geht es mir ein klein bisschen besser. Ich hoffe, euch geht das genauso. Wenn man selbst in der schlimmsten Not noch lachen kann. Du lachst nicht. Du drückst dir irgendwie ein Grinsen aufs Gesicht, das schlecht gespielt ist. Das größte Glück auf der Welt ist es. Du hast doch gerade gesagt, was das größte Glück ist. Wenn man eine Familie hat, die einen liebt. Tja, Rainer. Scheiße gelaufen, da die Song. Ja, um eine Familie zu haben, die einen liebt, hätte man sie nicht aus dem Haus ekeln sollen. Oder vom Hof jagen, wenn sie kämmer und sagen, hier im Übrigen, du bist Onkel und hier ist dein, nicht der Neffe, was auch immer. Wenn man solche Sachen irgendwie vermieden hätte, ja, aber grob umschifft, dann hätte man vielleicht eine Familie, die einen liebt. Interessant. Und es gibt viele Sachen, die die meisten Leute als selbstverständlich erachten. Aber schaut es euch an, jetzt sind sie wieder feucht, die Äuglein. Kommen wieder die Krokodilstränchen raus. Oh. Wie zum Beispiel warmes Wasser. Oder eine Unterkunft. Strom, Rainer. Ein Platz zum Schlafen. Oder auch einfach nur eine Toilette. Oder eine Dusche. Das sind alles Dinge, die Die Toilette und Dusche wissen wir, bei Rainer muss das auf jeden Fall zusammenhängen. Die meisten Menschen schlicht und ergreifend gar nicht zu würdigen wissen. Doch, Rainer, das wissen die zu würdigen. Das wissen sie sehr zu würdigen. Deswegen spülen die das nicht im Klo runter, wenn sie es haben. Deswegen kümmern sich Leute um ihre Häuser, wenn sie welche besitzen, damit sie ihnen noch eine Zeit lang erhalten bleiben.
Das wissen die Leute zu schätzen. Weißt du, wer das nicht zu schätzen gewusst hat? Du! Du hast die Chance verkommen lassen und bei der erstbesten Gelegenheit, wo dir jemand ein paar Kröten dafür angeboten hat, dann hast du verscheppert, damit du dir ein Auto kaufen kannst. Du hast das alles nicht zu schätzen gewusst. Und jetzt hockst da auf der Parkbank um die Ecke von der Pinea in Neustadt an der Aisch und drückst ein paar Krokodilstränen raus, um hier Mitleidsbarren zu betteln. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Ja. Für mich ist es und bleibt es so, dass ich nicht weiß, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo ich unterkommen soll, ich weiß nicht, wo ich hin soll, ich weiß nicht, wo ich schlafen soll. Du könntest ja zum Beispiel irgendwie schauen, dass du gegen deine Bewährungsauflagen verstößt. Dann kommst du wenigstens in den Knast für 2 Jahre. Und wärst wenigstens aufgerammt. Ja? Wäre das eine Idee? Ja, ist umsonst, ist schön warm, kriegst 3 Mahlzeiten am Tag. Gemeinde Emskirchen kann mir nicht helfen, Gemeinde Neustadt kann mir nicht helfen, Landratsamt kann mir nicht helfen. Und das ist schon traurig, wenn man bedenkt, wie groß der Landkreis ist. Ja. Das Geile ist, dass mich Gemeinde Emskirchen nach Gemeinde Landratsamt, Gemeinde Landratsamt. Wer kennt sie nicht? Gemeinde Emskirchen nach Neustadt schickt. Und Neustadt will mich nach Bad Windsheim schicken. Oder nach... Oh, in die Dulli-Schule. Ja, wunderbar. Da kannst du den Hagrid machen. Der Hagrid von der Dulli-Schule in Bad Windsheim. Das wäre doch was. Ja? Kannst die Kinder anschreien, mit Prügeln ausschmeißen. Ja, alles supi. Nürnberg, Hauptsache weg. Ja? Weil das ist nämlich das Geilste auch wieder. Das sieht man, wie unsere Politik und unsere Gesetze funktionieren. Ne? Hauptsache, man schiebt das Problem einfach zu jemandem anderen. Ist das dir eigentlich zu, was du da gerade sagst? Ich krieg mich nimmer. Oh mein Gott. Ja, hier, ich habe selbstverschuldet meinen Führerschein verloren, habe mein Haus verkauft, bin jetzt obdachlos, habe meinen YouTube-Kanal verloren, habe keine Einnahmen mehr. Das ist alles mein Problem. Aber hier die Gemeinde soll sich mal drum kümmern. Aber die wollen das nicht, weil die sind alle dumm. Die schieben ihre Probleme dann einfach auf jemand anderen. Merkst du selber, oder? Das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Das kannst du dir... Die Gemeinde sind die das Problem einfach weiterschieben. Und das ist... Oh Mann. Oh. So. Oh. Oh, yeah. Das gibt Muskelkater. Schiebt das Problem woanders hin und wir haben das Problem nicht mehr. Aber liebe Gemeinde Neustadt, liebe Gemeinde Emskirchen, ich sag euch was. Ich bin weiterhin obdachlos. Euer Problem. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ja und? Und weiter? Meinst du, das juckt irgendjemanden? Meinst du, das juckt irgendjemanden? Du hast ein Haus verkauft. Du bist zwar geboren und aufgewachsen, aber du bist obdachlos. Und wenn die dir einen Platz in der Obdachlosenunterkunft anbieten, dann haben die ihren Soll erfüllt. Und wenn du sagst, da geh nicht hin, dann ist es dein Problem. Und so Gott will, werde ich hier sterben. Und nein, das ist natürlich jetzt keine Drohung, dass ich mich umbringen werde, sondern einfach eine Tatsache. Ich will hier leben, bis ich sterbe. Und das vorzugsweise im hohen Alter. Dann hättest du die Chance nicht verkaufen sollen und hättest dich nicht so grotesk fett fressen sollen. Das wäre Sach. Wenn du da unbedingt hättest... du hast da am Anfang
hast du gesagt, ich fühle mich hier nimmer zu Hause. Schon seit Jahren fühle ich mich hier nicht mehr zu Hause, weil ich mich nicht willkommen fühle und ich wollte einfach weg und jetzt, ja, hier, das ist meine Heimat und da bleibe ich, bis ich sterbe. Was jetzt, Rainer? Was von beidem? So, wobei. Und hohes Alter, das kannst du komplett abschminken, Rainer. Nicht bei deinem Lebensstil. Bei mir wohl 60 werden wird, weil ich. Rainer, du wärst den 50er nicht sagen. Sei mal realistisch. Krank bin ansonsten, ne? Ja. Krank bin ansonsten. Du bist nicht krank ansonsten, du bist der kranker Mo. Du bist der kranker Mo und ein sehr kranker Mo und das mit Anfang 30. Die schimmeln praktisch die Füße unterm Arsch weg. Unter welchem kannst du jetzt aussuchen, du hast ja genug. Und Tesla. Laut der Mona ist ja Tesla bringt ja Glück, ne? Tja, die Mona, die hat da auch nicht sonderlich viel Glück gebracht. Das mit mir und Mona war halt auch wirklich so eine Aktion, die mich tierisch aufregt, weil es war eine Aktion, die absolut unnötig war. Sie darf eifersüchtig sein, ich darf es nicht. Und letzten Endes hat die halt dich auch bloß verarscht und ausgenommen wie ein Weihnachtsgans. Also es ist halt wirklich, du warst einfach hier der Goldesel für die. Der gewusst, der hat jetzt gerade noch ein paar tausend Euro Kohlen, der geht da lax damit um. Wenn ich jetzt so tue, als wird eventuell irgendwann mal was laufen, dann kann ich mich gut aushalten lassen von dem. Und wenn er mal zu aufdringlich wird, dann schleichen wir halt wieder. Fertig. Ist die Aktion von ihr total neben der Spur gewesen, aber ich bin letzten Endes wieder mal der die ganze Scheiße gemacht hat. Ich denke, dass ihr einfach das Ganze mit den Hatern zu viel wurde. Nee, Rainer. Das mit den Hatern ist ja nicht so viel geworden. Vielleicht auch, aber das war nicht der Hauptgrund. Rainer, die hat dich ausgenutzt. Weil du nicht liebenswürdig bist. Und ich meine das wortwörtlich. Du bist es nicht wert, geliebt zu werden, weil du einen fürchterlich widerlichen Charakter hast. Du hast einen der widerlichsten Charaktere, die ich jemals beim Menschen beobachtet habe. Und solange du nicht komplett an dir was änderst, also wirklich komplette Grundsanierung, und ich meine jetzt nicht bloß äußerlich, sondern komplett mal klarkommen. Wenn's 50 nicht fällt, bei dir oben im Oberstübchen, und du sagst, hey, was, ich bin mein komplettes Leben lang bin ich der allerletzte Grattler gewesen und ich muss da daran fürchterlich dringend was ändern, weil ansonsten werde ich einsam und allein sterben und das schon sehr bald, dann sehe ich schwarz. Dann stirbst du mit spätestens Mitte 40 als Jungfrau und wirst auf Staatskosten in einem XXXXL-Sarg begraben. Das muss man dir mal so klar sagen. Ich wünsche es dir nicht, bei weitem nicht. So sehr ich Antipathien für deine Person habe. Ich wünsche niemandem, dass er so stirbt. Alleine mit Mitte 40 und 300 Kilo. Aber das ist, worauf du zusteuerst. Aber daran was zu ändern, obliegt nur dir. Und dafür muss sich dein Mindset ändern. Wo bist du, Rainer? Oh, ich sitze in Neustadt an der Aisch, wo ich geboren wurde und wo ich geboren bin und aufgewachsen bin. Nur ein paar Meter von der Polizei entfernt. Da, wo ist mein Finger? Wartet. Ups. Das da ist das Polizeischild. Er belagert halt jetzt echt schon die Polizei. Er belagert die Pinea. Aber Rainer, wenigstens brauchen es dann nimmer so lang, bis sie zu dir kommen. Das ist ja auch schon mal was. Also ich sitze mehr oder weniger gegenüber von der Polizei in Neustadt. Weil ich nicht weiß, wo ich sonst hin soll. Ich bin aus dem Hotel geflogen, habe übrigens von 173 Euro 120 zurückbekommen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Rainer, das ist mehr als verpflichtet gewesen wären. Rainer, du hast das Zimmer bezogen. Du warst da drin. Der Aufwand
ob du jetzt da die Nacht geblieben wärst oder nicht, ist genau der gleiche. Die müssen das komplette Zimmer neu putzen, die müssen die Betten neu beziehen, das Bad putzen, durchsaugen. Es ist genau derselbe Aufwand. Und deswegen sollte es auch genau dasselbe kosten. Dass die dir überhaupt sowas zurückgeben haben, ist Kulanz. Aber das begreifst du wieder nicht. Also die haben mir nicht dann mal das komplette Geld zurückerstattet, obwohl ich nicht dann mal... Und wie gesagt, nach den Infos, die ich vom Ofi habe, ist schaut die Geschichte so aus, dass die Kohle nicht auf deinen Nacken geht, sondern auf den Nacken vom Staat. Ich war nicht mal 3 Stunden in dem Hotel und ich bin dann rausgeflogen und habe, obwohl ich nicht mal 3 Stunden im Hotel war, fast eine komplette Nacht bezahlen müssen. Fast eine komplette Nacht von 170 Euro hast du 120 wiedergekriegt. Das heißt, du hast bloß ein Drittel zahlen müssen. Und noch dazu 170 Euro pro Nacht. Wäre das nicht günstiger gegangen, Rainer? Für einen angeblich Mittellosen? Wobei ich ja davon ausgehe, dass er mir überhaupt nichts gegeben hätte, wenn ich das nicht angesprochen hätte. Der hätte ja auch gar nichts geben müssen. Und es ist schon eine ganz üble Nummer, muss man sagen, dass die mich kurz vor 22 Uhr dann auf die Straße setzen, sodass ich auch ja nichts angenommen, weswegen ich mein Auto verkauft. Okay, wir sind wieder irgendwelche Dinge drin, irgendwelche Schnitte, wo die Verbindung abgeratzt ist. Ja, die schmeißen dich halt raus, wenn es zu viel wird. Und wenn das um 22 Uhr ist, dann ist das um 22 Uhr. Hätte ich mein Auto nicht verkaufen müssen. Ich hatte ja damit gerechnet, das hatte ich glaube Was? Deswegen ich mein Auto verkauft habe, 20 Uhr dann auf die Straße setzen, sodass ich auch ja nichts angenommen, weswegen ich mein Auto verkauft habe, hätte ich mein Auto nicht verkaufen müssen. Ich hatte ja damit gerechnet, das hatte ich glaube ich von Anfang an auch gesagt, damals in meinen Videos auf YouTube noch, ich hatte damit gerechnet, dass ich nicht ewig in Hotels schlafen kann. Das war mir von Anfang an klar. Nee, war's dir nicht, Rainer, war's dir nicht. Du hast gesagt, ja, dann schlafe ich halt in Hotels und im Ausnahmefall kann ich auch mal im Auto schlafen. Aber ich schlafe sowieso immer in Hotels, da wird mich nie jemand finden. 2 Stunden später haben sie dich gefunden. Deswegen habe ich mir ein Auto gekauft, das groß genug war, outdoorfähig ist und wo ich jetzt im Laufe des Sommers eine Standheizung eingebaut hätte, dass ich in diesem Auto schlafen kann. Da hättest du ja gleich irgendwie so ein Pörsl oder sowas kaufen können, da wäre schon Heizung drin gewesen. Ja, und der wäre nicht so auffällig gewesen, weil den hat jeder Hansdampf. Das war geplant, das war Absicht. Das war auch ein Auto, wo ich extra ins Gelände fahren kann. Ins Gelände fahren? Rainer, wie wenn du mit dem Auto irgendwie in die Wildnis gefahren wärst, um Hater abzuschütteln. Da hast du zu viele Filme gesehen. Brennt dir der Hut vielleicht? Konnte es sein? Gelände am Arsch. Wie Kohle, was du für den Ranger gelöhnt hast, hättest du so ein Pörsl kaufen können. Ja, mit Chemietoilette, Gasheizung. Da hättest du drin schlafen können und fertig ist. Und in dem Ding könntest du jetzt noch schlafen. Weil das hättest auch einfach dann vor der Abgabe des Führerscheins auf einen öffentlichen Parkplatz hinstellen können und dann könntest du da drin jetzt wohnen. Damit sollte mir irgendeine Person mal tierisch auf die Nüsse gehen, damit wenn mir eine Person mal tierisch auf die Nüsse gehen sollte, ich einfach in den Wald reinfahren kann, einfach einen Waldweg entlang fahren kann, auch wenn da einen halben Meter tiefe Schlammlöcher sind und durch den Wald fahre, dass ich den Hatern aus dem Weg komme. So. Und deswegen hatte ich mir den Ranger gekauft. Ja, weil das eine alltägliche Situation ist. Das ist eine alltägliche Situation, dass du mit dem Geländewagen durch halbmeter tiefen Schlamm vor den Hatern flüchten musst. Sag mal, in was für einer Realität lebst du eigentlich? Alle so Kritik, so, wieso hast du so ein auffälliges Auto gekauft? Das war voll dumm. Hättest du so ein auffälliges Auto gekauft, wirst immer überall auffallen. Ja, richtig. Und wenn du nämlich ein unauffälliges Auto kaufst, dann musst auch nicht irgendwie hier
Offroad durch halbmeter tiefe Schlammpfützen vor irgendjemanden fliehen, weil dann sieht dich nämlich keiner. Ja, man wird überall auffallen damit. Aber das Ziel war nicht unsichtbar damit zu sein, sondern damit war geplant, mobil zu sein. Mobil wärst du mit allem anderen auch gewesen. Du wolltest ein großes blaues Auto, um damit zu protzen und anzugeben. Das war alles. Deswegen hast du dich dann auch gleich dann daheim irgendwie in den Stream gesetzt. Oh, das ist so ein Monster. Das ist so ein Monster. Der ist so groß. Der ist so ein ganzes Auto. Schau, ich hab so einen, weil ich ihn mir leisten kann. Ladi-da-di-da-di-da-di-da. Du wolltest einfach nur ein großes blaues Auto zum Angeben haben. Damit Leute, die dich hassen, eventuell, ich weiß nicht, eine bessere Meinung von dir haben. Keine Ahnung. Damit du Leuten, die dich hassen, zeigen kannst, was du Schönes hast. Das war alles. Der praktische Aspekt am Arsch. Und auch ja, dass ich auch im Auto schlafen kann, im Fall des Falles. Das war ein überlegter Plan. Das war Aber halt scheiße überlegt. Genauso wie bei allem, was du planst. Ist halt undurchdacht. Wie gesagt, irgend so ein Camper oder sowas, ne? Unauffälligen Camper. Hättest für denselben Preis gekriegt. Ganz geschmeidig drin pennen. Ruhe im Puff. Weil jetzt mal ganz ehrlich, auf der Rückbank vom Ranger zum Schlafen wird für ihn auch nicht die allergemütlichste Variante gewesen sein. Das konntest du mir nicht verzeihen. Und so ein Camper, da kannst du eine Antenne und eine Solarplatte oben drauf bauen. Einen Fernseher einstellen, da hätte er sogar irgendwie seine Switch drin aufbauen können und daddeln, wenn er lustig gewesen wäre. Hätte er sich abseits irgendwo in die Walachei gestellt, hätte er ein paar Tage da bleiben können und den Herrgott einen guten Moser lassen. Neues Auto, das war ein 2-Jahreswagen, einfach nur damit er nach Möglichkeit die nächsten 5 bis 6 Jahre keine Probleme macht. Ja, aber Rainer, als du dir den gekauft hast und dir gedacht hast, die nächsten 5 bis 6 Jahre, hast du schon gewusst, dass du dir wahrscheinlich in 4 Monaten einen Lapp zwicken, weil die scheiß MPU da war. Und jetzt kommen wir nicht wieder mit der Scheiße von wegen, dass ausgemacht gewesen wäre, dass du deinen scheiß MPU nach der Verhandlung machen kannst, weil den Schmarrn, den glaubt nämlich kein Mensch. Im Idealfall. Aber nein, ein Hater tritt mir ins Spiegel ab, ein anderer Hater glaubt mir hinten den Schmutzfänger. Wieder ein anderer tritt irgendwo ins Blech. Na, Rainer, nein. Das mit dem Spiegel weiß ich nicht, was da genau passiert ist. Ja? Hinten ins Blech getreten hatte überhaupt keiner. Du bist gegen eine Parkbank gemettelt. Eine metallene. Und hast du dabei hinten die Stoßstange verbeult. Und das andere Mal bist du beim Rausfahren aus der Tiefgarage hinten mit dem Radlauf hängen geblieben und hast du den ruiniert. Und ich würde wetten, den Spiegel, den hast auch selber irgendwo wegmettelt. Gut, das war absehbar. Au, sorry Leute. Das kam unerwartet. Ja, ne? Arschloch, Alter. Dein Kennzeichen habe ich aber auch Pech für dich. Ja, Kennzeichen. Die Allround-Waffe. Ja, und? Was willst du jetzt damit? Der ist durch Neustadt gefahren und hat einmal gehupt. Du hast jetzt ein Kennzeichen. Ganz ehrlich, vor allem, weil du jetzt da im Dunkeln in der kurzen Zeit dir das Kennzeichen gemerkt hast. Bei deinen Lesefähigkeiten. Alles klar. Und selbst wenn. Der sagt halt, mir ist ein Katz vors Auto gelaufen, die habe ich auch gehupt, fertig. Neustädter Hurensohn hier. Das sage ich jetzt aber nichts dazu. Neustädter Hurensohn, das soll ich vielleicht jetzt sagen, weil ich wohne ja auch in Neustadt eigentlich, ne? Ja, Rainer. Ihr seht es jetzt nicht, aber ich tippe mir gerade mit dem Zeigefinger an die Nase. So gesehen in dem Sinne. Aber auch
auch ziemlich dumm, hier vorbeizufahren, wenn ich sein Kennzeichen mir aufschreibe. Wo hast du es denn geschrieben? Mit der einen Hand hältst du das Handy. Ich sehe dich nicht schreiben, Rainer. Ich sehe dich nicht schreiben. Naja, wie auch immer. Ja, wie auch immer, was auch immer, halt dein Maul. Ja, aber das ist genau die Aktion, die ich meine, weißt du? Vor allem, wie dumm ist das? Der fährt hier vorbei, hupt hier direkt neben der Polizei Ja, und das interessiert dir einen Scheiß. extrem rum. Das nenne ich dumm, weil es ist nämlich verboten. Ja, was nicht alles verboten ist, Rainer. Rainer, gerade du solltest dich nicht dann aufhängen, was alles verboten ist. Dessen komplette Elektronik von der Polizei konfisziert worden ist. Ne? Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. So ein Typ soll seinen Führerschein verlieren. Ja, genau. Der einmal innerorts gehupt, sofort Führerschein verlieren. Das ist natürlich deutlich weniger schlimm. Also versucht Menschen zu überfahren. Was du im Übrigen auch mehrfach gemacht hast. Es ist nämlich verboten, herumzuhupen, wenn es keine... Reine gefährliche Körperverletzung ist auch verboten. Zu versuchen, Leute zu überfahren mit seinem Ranger ist auch verboten. Die ganzen Manöver, die du gebracht hast, um die Leute abzuschütteln auf der Autobahn, rechts antäuschen und dann links über zwei Autobahnfahrspuren schneiden, ist auch verboten. Also komm du mir nicht mit irgendwie irgendwas ist verboten oder so. Wenn es keinen Grund dafür gibt und da ist keine Katze über die Straße gerannt und nichts anderes. Das war einfach nur so eine typische Aktion. Ich weiß, dass das ein Hater ist. Ich weiß, dass der jetzt da sitzt und livestreamt, also fahre ich da vorbei und mache jetzt Kindergarten. Ja? Genau das war das nämlich, nichts anderes. Ja, und wenn es so war, dann war es halt so. Ja, und jetzt? Komm zu Potte. Oh, es wird wieder geschnaubt. Meine Damen und Herren. Egal wo ich hingehe, egal was ich sage, egal was ich mache. Du bist immer derjenige, Rainer. Du bist immer derjenige. Es ist jeden Tag und jedes Mal dasselbe. Oh ja, jetzt hängt's jetzt aber dein Internet schon ganz geschmeidig auf. Ey, das ist ja ein Zustand. Das ist ja ein Zustand. Alle 2 Minuten, das musst du doch merken. Das Problem ist halt, ohne Auto hat man keine Möglichkeit, runterzukommen. Ich war jetzt... Ja, genau. Kenne ich zu Genüge. Das letzte Mal, wo ich in ein Hotel eingecheckt habe, da haben sie auch gefragt, ja, Herr Kasper, jetzt bevor Sie, also Sie haben jetzt Ihre Kreditkarte hinterlegt, das passt alles und so, Sie haben ja hier gebucht und alles. Aber besitzen Sie eigentlich einen PKW? Na? Ja, dann können wir Sie leider nicht aufnehmen. Bei uns nur mit PKW. Hier so Geringverdiener, die sich kein Auto leisten können, die kann man. Halt dein Maul. Halt dein Maul, wenn du die Nacht bezahlen kannst, kommst du überall unter. Scheißegal, ob du Auto hast oder nicht. Und es gibt öffentliche Verkehrsmittel, du hast sie vielleicht in letzter Zeit ein paar Mal mitbekommen. Ja? Du kommst dahin. in mehreren Hotels in der letzten Zeit, wo ich nur mit dem Auto hingekommen bin ich mit Taxi hingefahren. Das ist schön. Auch schweineteuer ist. Ja. Bin ich mit Taxi dahin gefahren, dann kam... Ich erinnere wieder daran, Nordbayern hat er gesagt, ja, er ist vollkommen mittellos. Paar 100 Euro Tattoo, vorhin geflext, von wegen, ja, hier, die wollen einfach mal Geld nicht. Ich hab doch das Geld für die Hotelübernachtung.
Und wenn dann fahrt er mit dem Taxi hin, das kostet zwar einen Haufen Kohle, aber ist mir alles scheißegal. Ich hab doch das Geld hier, make it rain. Kam ich aber da auch nicht unter, einfach nur deswegen, weil die mich schon kannten. In anderen Hotels kam ich unter, die sind aber jetzt über das Wochenende voll. Und in wieder anderen Hotels kam ich nicht unter, weil die jetzt einfach schon zu sind um die Uhrzeit. Das ist auch, Hotels sind immer dann schon zu um die Uhrzeit. Wissen wir. Um 10 Uhr schmeißen die Hotels alle Leute rauskommen und sagen sie, kommen sie morgen wieder, wir machen heute zu. Wo soll das Ganze noch hinführen? Unter die Brücke, Rainer. Wenn du so weitermachst, dann unter die Brücke. Ja. Wo soll das Ganze noch hinführen? Rainer, hör auf. Beende den Stream. Schmeiß dein Handy in den nächstbesten Fluss. Die ganzen letzten Jahre, die ganzen Videos, die ganzen Streams, die ganzen... Ich habe 10 Jahre meines Lebens geopfert. Wofür? Für nix, Rainer. Dafür, dass du jetzt obdachlos auf der Parkbank in Neustadt an der Aisch gegenüber von der Pinea sitzt. Besiegt bin ich nicht, weil ich besiegt erst dann bin, wenn ich sterbe. Rainer, wie willst du denn sonst noch besiegter sein, als du jetzt schon bist? Wie oft soll ich euch das noch erklären? Ja. Und genau das meine ich. Das ist einfach, haben wir so einen kleinen Kindergarten, kleines Kindergartenkind hier drin, das hier schreibt besiegt. Jeder, der hier drinnen schreibt besiegt, der hat kleine Eier und kein Hirn. Wie besiegt? Selber immer 1000-mal mehr wie ich. Jeder, der das sagt, ist schwul. Merkst du selber rein, das ist eine 5-jährige Argumentationskette, die du gerade aufbaust. Kopf. Ganz einfach. Paranoia kickt wieder. Ja. Aber man muss ja immer darauf bestehen, wie dumm man ist. Man muss ja immer beweisen, wie dumm man und wie kleinkindisch man ist. Ja, das hast du in den letzten 10 Jahren, hast du das wirklich grandios bewiesen. Ja. Das hat man mit dem Typen jetzt auch sich übrigens irgendwann. Ja. Wow, was ist jetzt los? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand das jetzt alles eine Riesenschweinerei. Rainer, oh, sorry, ich bin da wegmiert. Rainer, du hast noch nie was ganz ehrlich gesagt. Ist immer Lülülü. Es ist immer, zumindest zu einem gewissen Grad, immer Lülülü. So. Einmal allein dafür, man muss aber dazu bedenken, das waren ja auch noch Neustädter, ne? Das sind also eigentlich noch Landsleute von mir gewesen, die mich da auch noch verraten haben mit dem Scheiß. Man sollte eigentlich meinen, dass zumindest die Menschen, mit denen oder in dessen gleichen Gegend man aufgewachsen ist, einen da mal irgendwie also mit Respekt behandeln. Warum denn, Rainer? Warum? Warum? Bloß weil man zufällig irgendwo in derselben Gegend geworfen wurde, hat man doch null Verpflichtung dagegen, gegenüber irgendjemandem solidarisch zu sein. Oder dazu sagen, hier in Braunau am Inn sollten sie jetzt auf jeden Fall Adolf Hitler Statue aufstellen, weil, ja, klar hat der Scheiße gebaut, aber der ist ja aus derselben Gegend gekommen, da muss man schon ein bisschen solidarisch sein. Merkst, oder, dass sie das erwähnen? Ja? Aber nö, es gibt da keinen Respekt und ich werde auch nicht mit Respekt behandelt. Nein, Respekt muss man sich verdienen, Rainer. Respekt muss man sich verdienen. Du hast die letzten 10 Jahre alles getan, um genau das Gegenteil zu machen. Warum sollte man auch jemanden mit Respekt behandeln? Richtig, warum sollte man jemanden wie dich mit Respekt behandeln? Ich sehe keinen Grund. Ich sehe keinen Grund. Der seit
der seit mehr als 10 Jahren, Der ist seit mehr als 10 Jahren menschenverachtende Scheiße ins Internet pimmelt und es einfach nicht checkt. warum sollte man auch jemanden mit Respekt behandeln, der seit 10 Jahren, egal wie viele Narben er am Körper davongetragen hat? Oh, hey, da ist ein Narben am Körper. Warum sollte man so jemanden auch respektieren? Oder wie er jedes vorbeifahrende Auto anschaut, wie wenn er es gleich ankläffen würde, wie so ein Köter, der den Briefträger ankläfft in so einer amerikanischen Sitcom. Wie ein Viech. Oh, da fährt ein Auto vorbei, das ist ein Grease-Hater. Muss gleich zum Brüllheulen bereit machen. Für den Fall, dass sie aussteigen. Also ich weiß nicht. Ich habe es ja irgendwann in einem Video auf YouTube schon mal gesagt, ich glaube, wir Menschen wir neigen einfach dazu, keinen Respekt voreinander zu haben. Rainer, wie gesagt, Respekt muss man sich verdienen und du hast ihn dir mitnichten verdient. Und was du schon alles über die Menschheit gesagt hast und sie mit Tieren verglichen hast, die wollen wir nicht weiter wieder drauf eingehen. Haben wir alles schon behandelt. Wir neigen dazu, keinen Respekt voneinander zu haben. Und umso älter die Generationen werden, also umso weiter die Generationen voranschreiten, umso weniger Respekt gibt es. Wie ich schon öfter mal gesagt habe, in einem YouTube-Video habe ich es mir erzählt, ich bin ganz normal bei irgendeinem Laden, wo ich die Leute überhaupt nicht kenne. Also wenn ich zum Beispiel in die Rewe nach Emskirchen gehe und da was einkaufe, da ist es für mich komplett normal, dass die Leute mich mit Du ansprechen, weil ich einfach, keine Ahnung, die Leute teilweise halt mein ganzes Leben lang so kenne. So, und weil ich da halt fast jeden Tag einkaufen gegangen bin früher. Da ist es für mich komplett normal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeinen wildfremden Laden reingehe, dann die Kassiererin schaut mich an wie 7 Tage Regenwetter. Ja, schaut mich an wie 7 Tage Regenwetter, zieht eine Fresse, dass man meint, keine Ahnung, vor ihr ist, keine Ahnung, ein Keine Ahnung. gestorben. Ein Einhorn gestorben, Und ja. das war jetzt nur ein Beispiel. Irgendwas Süßes halt, irgendwas Knuffiges wollte ich jetzt nehmen. Irgendwas Süßes, Knuffiges ist vor ihr gestorben. Nee, die hat so geschaut, als wäre gerade Rainer Winkler bei ihr in den Laden gekommen. Oh, merkst du was? Die hat sich gedacht, na komm, bitte nicht der. Und sie zieht deswegen voll die Hackfresse. So, und dann mault sie mich auch noch mit Du an, wo ich mir denke, Mädchen, du bist vielleicht 19, maximal vielleicht 17, 20. Ja, hab mal Respekt. Nee, das Thema, das hast du schon mal angesprochen in einem Video und ich habe es damals gesagt und ich sag's heute. Mir ist es lieber, wenn ich in so einen Laden reingehe und da sind auch junge Leute, die da arbeiten und die reden mich mit Du an, weil diese Stock im Arsch bornierte Scheißzeit will ich hinter mir haben. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, ich bin in den 80ern geboren, ich bin in den 90ern aufgewachsen. Dieses hochgeschlossene, ja, hier, man muss sich siezen und den ganzen Scheiß, fühle ich nicht. Ich habe lieber irgendwie einen persönlicheren Umgangston, auch mit Leuten, die ich nicht kenne, wenn ich jetzt in irgendeinen Laden reingehe und sage, hey, ich suche das oder das oder das oder ich brauche dieses oder jenes. Und dann, ja, schau mal, kriegen wir schon hier, was für Vorstellungen hast du. Wenn die dann gleich irgendwie, weißt du, da fühle ich mich wohler. Und das ist wahrscheinlich auch die Intention. Ja, die werden sich denken, ja, ja, komm, aber scheiß drauf, hier, gute Miene zum bösen Spiel. Sind wir nett und freundlich. Und er ist total respektlos, die sollten mich gefälligst siezen, weil ich bin da hier schon viel älter als die und die große YouTube-König. Und wenn sie schon nicht vor mir irgendwie in den Staub fallen und mir die Stiefel lecken, beziehungsweise die Pantoffeln, weil in Stiefeln nicht mehr reinkommen, ja, vor lauter Wasser in die Beine, dann hier etc. Und du sprichst mich mit über 30 mit Du an. Ich weiß nicht, wo du deinen Respekt, deinen Anstand und vor allem
dein Benehmen gelernt hast, aber du Oder Respekt, Anstand, Benehmen lernen. Rainer, da die gerade an deiner Stelle ganz geschmeidig das Maul heute. lässt definitiv nochmal zurück in die Schule und in den Kindergarten und nochmal von vorne anfangen. Ja, du auch, Rainer. Du auch. Und nochmal lernen, wo man eigentlich anfängt, jemanden zu duzen und zu siezen. Weil das ist ja wohl nicht dein Ernst. Ey, hallo, was geht denn mit dir? Ja, was geht denn mit dir, Rainer? Was geht mit dir? Du bist nämlich derjenige. Ja, und genau so ist es aber Ganz ehrlich, dass die überhaupt anspricht, ist schon viel. Der hätte ja geschmeidig rausschmeißen können. Er hat gesagt, nein, du nicht, raus. überall, ja. Also, egal wo ich hingehe und einkaufen gehe und ich die Leute gar nicht kenne, sprechen die Leute einen, außer die älteren Leute, sprechen einen alle mit du an. Und ich denke mir so, what the fuck, Alter, es ist mir nie wichtig gewesen, dass mich die Leute siezen. Nee, deswegen rantest du jetzt auch schon seit 5 Minuten drüber, dass sich irgendwann einmal irgendjemand mit du angesprochen hat, weil es dir nie wichtig war. So. Ist es mir nie gewesen. Interessiert mich auch eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, dann halt halt dein Maul über das Thema. Ich bin noch nie jemand gewesen, der darauf besteht, dass man ihn sieht. Hä? Jetzt wird's hinterher gefahren. Aber seit die Sache mit den Hatern so war und ich gesagt habe, es heißt Herrwinkler, ist mir aufgefallen, wie viele Leute heutzutage, vor allem wie viele junge Leute, wie viele junge Leute einen überhaupt duzen. So, ja. Weil es ist Tatsache, dass man einfach viel zu oft ohne Respekt behandelt wird. Ja. Rainer, wie gesagt, Respekt muss man sich verdienen. Und ich sehe das nicht als respektlos, wenn ich in einen Laden reingehe und jemand du zu mir sagt. Ohne Respekt und ohne Anstand und vor allem ohne Vernunft. Vernunft. Ja, mit Vernunft hast du es ja richtig gut, Rainer. Rainer, die Vernunft hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist, auf der Parkbank. Reiß auf den Gulli. Na gut. Ich habe keine Wahl, ich werde den Stream jetzt mal beenden. Ja, Halleluja. Und dann muss ich mir überlegen, was ich jetzt letzten Endes mache, weil... Du schlafst jetzt auf der Parkbank, so wie du es auch gesagt hast, und dann schleichst du am besten irgendwo hin, wo die keiner kennt. Ja, es gibt keine Option, ich werde auf der Straße schlafen müssen. Wieder mal. Macht's gut. Ja, Halleluja. Ja, leck mich am Arsch. Jetzt seit... Oh, jeder. 2 Stunden hat das jetzt dauert. Oh. Hier, Lachs 2000 hat gespammt die ganze Zeit. Wie Banane und Ofi, da kann ich mich nur anschließen. Mal wieder. Oh, jetzt snorkelt's mir weit weg. Ich mach's kurz. Es war höchst utopisch. Wir haben jetzt aus 36 Minuten haben wir jetzt 2 Stunden gemacht. Leck mich am Arsch. Mir fehlen die Worte. Ich habe, glaube ich, alles gesagt, was es zu sagen gibt zu diesem Scheißdreck. Wie gesagt, ich hoffe, der sitzt jetzt noch auf der Straße. Ich hoffe, der friert sich die Eier ganz gewaltig ab. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Ja, ein schönes Wochenende. Tut nicht, was Rainer tut. Und Medal off.